Perfekter Übergang. Leute, wie, hast du nicht mitgekriegt mit der Trainersuche oder was? Ja, Kompanie ist gefeuert, 2:2 bei Union, Alter. Was ist das denn für eine? Hä? Bitte dich. Was ist das denn für eine Leistung? Natürlich, Trainersuche läuft. Habe gehört, der Josh hat schon beim Jupp angerufen. Hat gesagt: „Jupp, Jupp, Jupp, Jupp." So ein Ding. Ne, habe ich mal geändert. Habe ich gerade geändert. Also, servus erstmal. Gut, wir gehen mal rein mit dem Stefan hier. Einen schönen guten Abend, lieber Kai. Zuerst einmal freut es mich sehr, dass du heute deine allmontägliche Sendung wieder starten kannst. Nach deiner hochemotionalen Spielbesprechung und den Kommentaren zur Pressekonferenz in Berlin hatte ich schon große Bedenken hinsichtlich deines Gesundheitszustands. Wieso das denn? Das war doch noch nicht aufregend, das war doch nur leichter Puls. Gesundheitszustand ist, ich bin fit wie ein 20-Jähriger, wie ein junger Gott. Vielleicht haben ja danach mehrere Stunden in deiner Eistonne ihre positive Wirkung entfaltet und deine Mara hat den erneuten Blutdruck in einer Art und Weise abgekühlt. Die Mara kann meinen Blutdruck nicht abkühlen, die erhöht den nur. Aber im positiven Sinne natürlich. Aber mal Spaß beiseite, auch wenn wir als Freunde des FC Bayern von der Leistung unseres Teams wirklich nicht begeistert waren, sollte es doch möglich sein, Diskussion hier mit einer Fängemeile über den Auftritt unseres Teams beziehungsweise die Entscheidung des Trainers Kompanie beim 2:2 gegen Union wieder etwas zu versachlichen. Können wir gerne versachlichen, ist gar kein Problem für mich. Kannst du ja gerne mal loslegen, was die Argumente sind für die Aufstellung, die wir gesehen haben gegen Union Berlin. Ich kann die Diskussion natürlich jetzt sachlicher führen, weil es mich nicht mehr triggert, wie in dem Moment. Aber meine Meinung hat sich da natürlich nicht zu geändert. Also die Aufstellung gegen Union Berlin war ein absoluter Witz. Erst recht, wenn man die PK vorm Spiel gesehen hat, wenn man die PK nach dem Spiel gesehen hat, war es noch mehr ein Witz und völlig unverständlich aus meiner Sicht. Ich habe natürlich die Argumentation von Vincent Kompany gehört, dass er argumentiert hat: „Ja, aber ich habe ja den Spielern gegen Leverkusen die Pause gegeben und die Spieler sind es gewohnt, alle 3 Tage Leistungen auf höchstem Niveau zu bringen." Wie man gesehen hat, ist das falsch, weil gegen Union war es keine Leistung auf höchstem Niveau. Es war noch nicht mal eine Leistung auf hohem Niveau. Es war eine mittelmäßige Leistung. So, die Leistung war jetzt nicht super schlecht, mal abgesehen von der ersten halben Stunde. Das war die Leistung nämlich unterirdisch. Danach war es eine mittelmäßige Leistung. Und das ist auch okay. Ja, also ich habe gar kein Problem damit. Nochmal, erstmal unabhängig vom Ergebnis. Das Ergebnis spielt, wir hätten auch verlieren können. Wir hätten auch gewinnen können. Dann wäre die Reaction genauso ausgefallen. Ja, darum geht es nicht. Wir hätten ja auch jetzt nochmal, keine Ahnung, hätten wir die Luft gehabt und hätten in den letzten 2 Minuten à la Luca Toni noch ein Tor gemacht, hätten das Ding 3:2 gewonnen. Da wäre die Reaction kein Stück anders ausgefallen, wie sie ausgefallen ist von meiner Seite. Ähm, Weil es geht nicht um das Ergebnis. Es geht darum, was man kommuniziert hat von Trainerseite und wie man dann agiert hat. Das passt in meinen Augen halt nicht zusammen. Ja, ich bin natürlich nur, keine Ahnung, ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst was. Ich habe keine Ahnung davon. Aber aus meiner Sicht eines dummen Fans kann ich mich nicht da hinsetzen und erzählen: „Oh ja, ich glaube an jeden meiner Spieler zu 110% und, ich habe gar kein Problem damit, jederzeit jeden Spieler aufzustellen." Und erzähle dann gleichzeitig vor dem Spiel bei Union Berlin: „Ja, das und das wird uns erwarten. Union heimstark, Union fickrig, heiß, bäm, wir müssen 110% geben." Weiß auf der anderen Seite, dass ich in Paris die zweite Halbzeit mit 10 Mann gespielt habe und man gesehen hat, dass wirklich jeder an seinem Limit war. Ja, das hat man gesehen. Und stelle dann die gleiche Mannschaft auf. Mal abgesehen von Leon Goretzka, der völlig verkehrte Spieler für ein Spiel bei Union Berlin ist in meinen Augen. Ja, das Thema können wir gerne an anderer Stelle noch mal aufmachen, haben wir aber schon hundertmal aufgemacht, das Thema Leon Goretzka. Ja, dann verstehe ich es nicht. Und wenn man dann das Spiel gesehen hat, so, wenn ihr das Spiel gesehen habt, habt ihr gesehen, erste halbe Stunde war gar nichts. Ja, danach war Lucu, der uns ins Spiel gebracht hat und der dann auch Luft hatte für 20 Minuten guten Fußball von seiner Seite. Danach war der gute Mann auch durch. So, ja.
Und wenn du dann gesehen hast, dass selbst ein Conny Leimer nach 10 Minuten am Pumpen ist wie Maikäfer, brauche ich gar nicht erzählen. Ich glaube, Michael Olisse, weiß ich nicht, hat gefühlt 20 Zweikämpfe bestritten, hat davon keinen gewonnen. Glaube ich, einmal ist er dran vorbeigekommen, zweimal, ja. Dann siehst du, dass diese Mannschaft halt einfach nicht fit war. Ja, und man muss ja auch nicht unbedingt nur die körperliche Fitness mal ansprechen. Ich denke, mental war das Paris-Spiel auch ein Brocken. So, und warum hat man dann nicht einfach durchgewechselt? Wenn du dann gesehen hast, dass wir nur Standfußball gespielt haben, so, es war keine Bewegung ohne Ball da, deswegen war unsere Zentrale tot, Kimmich, Goretzka, Gnabry waren tot, so, da war keinerlei Bewegung drinne. Wenn Bewegung da war, war gleich ein Unionsspieler da, da kamen die nicht mit klar, weil die Fitness gefehlt hat, die frische whatever, ja. Der einzige Spieler, der sich bewegt hat, war Lennart Kahl nach seiner Einwechslung. So, der hat sich bewegt über den ganzen Platz, ohne Ball, immer wieder in die Räume gelaufen, immer wieder angeboten. Das alles, was wir die letzten Wochen gesehen haben, haben wir nicht gesehen. Und das ist auch kein Vorwurf an die Mannschaft, ja. Die war halt einfach nicht imstande dazu. Punkt. So. Das ist einfach ein Vorwurf an den Trainer und da bleibe ich auch bei, ja. Wenn du dann gesehen hast, die weiteren Auswechslungen, es war einfach Frische da. Und wenn du dann als Trainer da sitzt, ist ja völlig fein so. Du denkst, ja, alle sind fit, Kimmich schon nach dem Paris-Spiel, Trainer, ich bin fit, ich spiele 110%, gar kein Problem bei Union. Alles gut. Ja, dann kannst du ja sagen, ey, ich vertraue meinen Führungsspielern, ich sehe das genauso wie die, ich stelle die alle auf, so wie er es getan hat. Und dann siehst du diese erste Halbzeit. So, dann muss man doch verlangen können. Ja, dann muss man verlangen können, dass man in der Halbzeit sagt, alles klar, Männer, ihr hattet eure Chance, das war unterirdisch, ich bringe jetzt mal 3 frische Beine rein. So, ja, dann hättest du das doch einfach mal getan. Aber hast du nicht. Du hast gar nichts gemacht. Du hast einfach gar nichts gemacht. Und wechselst dann das erste Mal in der 70. Minute, das zweite Mal in der 80. Minute und dann noch einmal in der was? 88. Minute. Und das ist ein Thema, das geht in meine Birne nicht rein. Vielleicht bin ich da nicht schlau genug für, vielleicht übersehe ich irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich lese mir jetzt gleich die Argumente hier im Chat durch. Das verstehe ich nicht, ja? Wo wäre denn das Problem gewesen? Wir haben doch gesehen, dass ein Tom Bischof selbst auf der verkackten Linksverteidigerposition dann immerhin noch die Flanke gegeben hat zum 2:2, ja? Was wäre denn daran so schlimm gewesen, Tom Bischof mal in die Mitte zu stellen, ja? Und mal den König Josh rauszulassen oder stelle ihn neben König Josh und lass 'n Goretzka draußen. Stell 'n Goretzka, was weiß ich, in die Innenverteidigung, wenn du ihn unbedingt aufstellen willst, ja? Wo ist denn das Problem, 'n Jackson zu bringen? Ich meine, Harry Kane, wir haben ja ohne Stürmer gespielt und Harry Kane war ja eh nicht vorne, weil er gar nicht die Luft hatte. Das hast du gesehen. Der kam ja gar nicht mehr nach vorne. Der hat das Spiel gestaltet von der Zehnerposition und wann war er vorne? Gar nicht. Wie auch? Wo soll der Mann die Kraft hernehmen? So, ja? Und wenn er dann vorne war, dann hast du keinen gehabt, der das Spiel gestaltet hat, weil Serge Gnabry, ja, hat Serge Gnabry Leistung gebracht, weil halt keine Bewegung war. In der ganzen Mannschaft war keine Bewegung, ja? Wir haben alles das vermisst. Union hat in der ersten Halbzeit 6 Kilometer mehr gelaufen wie wir. Das sagt doch alles. Normal sind wir die Mannschaft, die diese Parameter hat, ja? Und das war der Mannschaft nicht möglich, was völlig normal ist, wenn man das Spiel in Paris gesehen hat. Die erste Halbzeit war krank geiler Fußball, ja, und was körperlich und läuferisch Hardcore war und die zweite Halbzeit halt, nur auf 'ne anderen Art und Weise genauso. Und dann kann ich nicht ich weiß, wenn ich nach Union fahre, was mich erwartet. Hat Kompany selbst gesagt, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und er verargumentiert das nach dem Spiel damit: „Ja, ich habe ja gegen Leverkusen Spieler geschont und dann müssen die in der Lage sein, jetzt Topleistung zu bringen.“ So, und das ist 'n Punkt, den verstehe ich nicht. So, es wäre doch völlig fein gewesen zu sagen: „Jo, habe ich mich vielleicht 'n bisschen verkalkuliert, muss ich 'n Learning rausziehen?“ Gut. Ja, dann wäre doch gut gewesen. Hätte ich mich gar nicht aufregen brauchen. Aber sich dann da hinzusetzen nach dem Spiel und dann 'ne Argumentation zu suchen wie: „Ja, ich habe ja gegen Leverkusen Spieler geschont.“ Ja, Leute, weiß ich nicht. Das ist mir zu billig, ja? Es war nicht so, dass Union jetzt die mega super starke Übermannschaft war oder ist. So,
Punkt. Wären da frische Spieler auf dem Feld gestanden, hätten wir das Spiel gewonnen, ist mein Take. Ganz einfache Kiste. Ja, ja, Union hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch nur, weil wir körperlich nicht dagegenhalten konnten. So, weil keine Bewegung in unserem Spiel war und Zweikämpfe. Ich weiß nicht, wo die Statistik auf der Bayern-Seite herkommt. Mag ja sein, zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit gefühlt, weiß ich nicht. Gefühlt haben wir 10% Zweikämpfe gewonnen. Ja, das war eine Katastrophe. So, und dann brauchen wir noch niemals mit dem komischen Abseitstor anfangen, oder? So, wir haben viel Glück gehabt, den Punkt da mitzunehmen. So, und dann musst du mal den Umkehrschluss sehen. Du schmeißt also nur so eine Serie weg. Warum? Weil du dir nicht eingestehen willst, dass es Sinn macht, frische Spieler zu bringen oder was? Habe ich halt nicht verstanden. Verstehe ich bis jetzt halt auch nicht. So, das ist mein Take. Und der wird sich auch nicht ändern. So, das war einfach eine dumme Aufstellung. Ja, das war völlig unnötig, die Spieler in diese Lage gebracht. Ich meine, selbst wenn Conny Leimer und Luis Diaz nicht mehr laufen können, ja, wenn du die dann teilweise 20, 25 Minuten nicht auf dem Platz siehst, ja, dann weißt du doch, wie der Fitnessstand dieser Mannschaft bis um den bestellt ist, oder nicht? So, und du hast Alternativen draußen und du bringst sie halt nicht. Hä? Völlig sinnbefreit. Aber ja, ich hoffe einfach, dass ein Learning da ist. Ja, so. Weil das hättest du anders gestalten müssen, meiner Meinung nach. Und dann wärst du gar nicht in diese Lage gekommen. Punkt. Ohne Josh zu erwähnen, kann er auch nicht. Kann ich auch nicht. Weil er sich da der Erste, der nach dem Paris-Spiel geschrien hat. So, die erste Frage von Kompany auf der PK: Ja, Herr Kompany, wie sieht's denn aus? War ja anstrengendes Spiel in Paris und ja, werden wir ja eine große Rotation erwarten wir ja, aber der König hat ja schon nach dem Paris-Spiel direkt gesagt, ja, er ist fit, er will unbedingt spielen. Was sagen Sie denn dazu? Das war die erste Frage, die Kompany auf der PK gekriegt hat, vor dem Unionsspiel. Und deswegen kann man den dann auch erwähnen. Ja, dann hätte er halt mal gegen Union dann auch mal liefern müssen. So, hast du den gesehen in der ersten halben Stunde? Nee. Warum? Weil immer ein Unioner in seiner Nähe war. Punkt. Kimmich tot. Goretzka tot. Unser ganzes Spiel tot. Junge, Junge. So ein Ding nämlich. So, wo ist jetzt mein anderer Chat hier? Nicht mal den Chat jetzt lese. Wie schaffst du es eigentlich immer, diese ganzen Videos zu bringen und Reactions auf die PKs auch gegen Mittag, wenn du einen 8-Stunden-Job hast? Ja, das möchtest du gerne wissen, ne? Ist natürlich mein Geheimnis. Ich bin so wie Clark Kent, weißt du? Clark Kent ist ja auch Reporter und ist immer on air und rettet trotzdem die Welt. So ein Ding. Nein, das mache ich natürlich in meiner 30-Minuten-Pause eben schnell. Ist doch klar, oder nicht? Genau, der FCB hat mich eingestellt, ja. Weil der FCB hat zu wenig Kritiker, weißt du? In den eigenen Reihen. Ach, herrlich. Aufgrund der Aufstellung war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird, aufgrund der fast selben Elf wie bei Paris. Er hätte da wie bei Leverkusen rotieren sollen, aber nun ist der Drops in den Brunnen gefallen. Aber das war Companys Volkspass. Aber er will ihn trotzdem nicht allzu hart anprangern. Warum er so entschieden hat, wissen wir nicht. Aber ja, das kann man ihm ankreiden. Aber wird da jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen? Was heißt denn nicht auf die Goldwaage legen? Wie gesagt, ich fand halt einfach die Argumentation im Nachgang fand ich halt wild. So, damit zu argumentieren, dass man gegen Leverkusen geschont hat und die Spieler dazu in der Lage sein müssen. Weiß ich nicht. Ja, mag so sein, dass sie das müssen. Ja, das muss ein Company beurteilen, aber ich denke, man hat gesehen, dass sie es nicht konnten. Ja. Und dann versteht man halt auch die Wechsel nicht. So, nochmal, warum dann ein Wechsel nach 70 Minuten, dann nochmal ein Doppelwechsel in der 80. Minute und dann nochmal ein Wechsel in der 88. Minute. Hä?
Also er muss das Spiel doch auch gesehen haben, oder nicht? Gehe ich von aus, wenn er auf der Bank sitzt. Also, keine Ahnung. Fand ich schwierig halt. Aber ja, meckern auf hohem Niveau natürlich. War unser erster Punktverlust. Ey. Wir brauchen über Sportliche nicht reden. Mir ging es einfach um diese Argumentation dahinter. Es war halt lächerlich. So. Ach so, ja. Sind wir jetzt im Hätte-Fahrradkette-Fall oder was? Ja, der Take ist doch auch wild. Also ich lese mal vor. Die Sache ist aber, hätte er wieder rotiert und es wäre auch schief gegangen, man hätte sogar vielleicht verloren, dann hätte sich auch alle beschwert, wieso er denn vor der Länderspielpause so rotiert. Guten Abend, Blondie. Warum er vor der Länderspielpause so rotiert, die ist schon klar, dass sämtliche Spieler, die bei uns sind, mal abgesehen von Manuel Neuer, alle zu der Nationalmannschaft fahren, oder? Oder glaubst du, die haben jetzt Pause? Ich weiß nicht, wie es beim Boe aussieht, der wahrscheinlich auch nicht, oder? Das weiß ich nicht. Aber der hat ja noch nicht mal gespielt. Hat auch nicht in Paris gespielt. Was ist das für ein Take? So ein Kimmich fährt zur Nationalmannschaft, wird er beide Spiele sehr wahrscheinlich 90 Minuten spielen. Und so kannst es durchgehen. Harry Kane und so weiter. So, die fahren alle zu ihren Nationalmannschaften und spielen. Die haben doch jetzt keine Pause. So, die schonen sich doch jetzt nicht, oder was? Die spielen 2 Spiele jetzt mit der Nationalmannschaft. Alle 3 Tage. Punkt. Dann kommen die wieder. Und dann geht es direkt weiter mit englischen Wochen. Dann kommt Arsenal. Ja. So, die haben doch jetzt keine Pause. Das Länderspiel, das spielt doch gar keine Rolle jetzt auf das Spiel gegen Union bezogen. Und ich denke, das Spiel gegen Leverkusen hat doch gezeigt, was geht oder was nicht geht, wenn man rotiert, oder? Und ich glaube nicht, dass ein Tom Bischoff jetzt schlechter gewesen wäre wie ein Leon Goretzka oder wie ein Joshua Kimmich. Ich glaube auch nicht, dass ein Lennart K. schlechter gewesen wäre wie ein Michael Olisse, wenn du das Spiel gegen Union mal anschaust. Ich glaube nicht, dass ein Jackson schlechter gewesen wäre wie ein Serge Gnabry zum Beispiel. Ja. Wobei du dann sogar hättest sagen können, Lucio macht eine Halbzeit, danach bringst du vielleicht einen Olisse für eine Halbzeit, hättest das ein bisschen aufgesplittet. Ich glaube nicht, dass das schlechter gewesen wäre, sage ich dir immer ganz ehrlich. Und ich glaube, das haben diese Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, auch schon dargeboten. Auch ein Sascha Boe hätte bringen können. So klar, der hat keine riesen Leistungen gezeigt, so, aber das war jetzt auch nicht schlecht, was er gezeigt hat. Das sind doch No-Brainer. Nochmal, wir reden über Union Berlin, Alter. Wir haben 4 Heimspiele gespielt, haben 2 gewonnen, 2 mal unentschieden gespielt. Und dann ist, was ist dann der Anspruch? Hä? Weiß ich nicht. Wild. Und ihr müsst ja auch mal sehen, wie dann das 2:2 zustande gekommen ist. So, du hast dich beschissen in der Nachspielzeit. So, Punkt, sonst hättest du das Spiel verloren. Ja. Und wenn du dir die Abseitsentscheidung anguckst, dann wäre es vielleicht nochmal ein ganz anderer Spielverlauf gewesen. So. Ja, da war ein Schnürsenkel, das Staubkorn am Schnürsenkel war im Abseits. Laut irgendein, der das Bild zu diesem Zeitpunkt gestoppt hat. Hätte er das eine tausendstel Sekunde vorher gestoppt, wäre es gleiche Höhe gewesen. So. Und das war in der Phase, wo wir gar nicht auf dem Feld waren. Da hätte das Spiel, weil hier hätte, Fahrradkette, hätte das Spiel auch ganz anders laufen können. Also, nee. Ich finde, man kann das schon so kritisch mal beäugen. So, du hast mit viel Glück einen Punkt geholt und gut ist. Ja, und das hättest du vermeiden können, indem du frische Spieler aufstellst. Ja, und wenn das dann schiefgegangen wäre und du hättest das Spiel verloren, ja, dann wäre es so gewesen. Ja, dann ist das so. Dann sagst du: „Jo, das ist unsere Belastung.“ Da hättest du doch keine Kritik gegeben. Was wäre denn die Kritik gewesen? „Oh, nein, Herr Kompany hat frische Spieler aufgestellt, die laufen, kämpfen können, die sich dagegen stemmen können gegen ein fickriges Union“, oder was? Das wäre dann die Kritik gewesen, oder wie? Du hast doch gesehen, dass unsere Spieler, die auf dem Feld standen, das nicht konnten. Ja. Progressive Grüße. Servus.
Ja, ja, klar hätten wir das. Hätte, Fahrradkette. Ja, ist schon richtig. In nächster Woche spricht da kein Mensch mehr drüber. Ist ja auch alles fein. Aber dann kann man sich darüber halt auch mal aufregen. Hm, 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 hm. Ja, die Reaktion war vielleicht ein bisschen emotional. Drüber sehe ich das nicht, weil noch mal, nur weil du vorher 16 Spiele am Stück gewonnen hast, dann rechtfertigt das oder was? Ne, tut's halt nicht. Weil es war halt vermeidbar. Noch mal, das Ergebnis war absolut vermeidbar gegen Union Berlin. Hättest du dir halt knickern können. Aber gut. Ja, er hat den Grund doch mitgeteilt. Der Kompanie hat den Grund mitgeteilt, warum er das getan hat. Weil er gegen Leverkusen rotiert hat und die Spieler dann in der Lage sein müssen, nach Paris auch bei Union diese Leistung zu bringen. Das war sein Take. Die Frage wurde ja gestellt und er hat sie damit beantwortet. Und deswegen habe ich mich so aufgeregt. Ja, na klar, das hat man ja gesehen, dass die Bischofs, Boes, Karls etc. kaputt waren, weil Lennart Karl eingewechselt wurde und die 40 Minuten, die er spielen durfte, oder 35 Minuten in Dauerbewegung war und Tom Bischof die Flanke zum 2:2 gegeben hat. Deswegen hat man gesehen, dass diese Spieler eigentlich waren die kaputt und hatten Jetlag, ja. Genau. Deswegen war auch so ein Goretzka, so ein Kimmich, so ein Serge Gnabry, so ein Michael Olise, deswegen waren die auch alle so bärenstark, weil die fit waren und keinen Jetlag hatten und das Paris-Spiel einfach weggesteckt haben. Was ist das für ein Take? Ich meine, hast du das Spiel gesehen? Wenn du das Spiel gesehen hast, hättest du dir den Satz schenken können. Weil deswegen regt man sich ja auf, weil man das ja gesehen hat. So, ja, sonst hätten wir gar keinen Grund. So, hätten Michael Olise seine Normalform gebracht, dazu ein Stunny, ein Goretzka, mal ganz abgesehen von Gnabry, der ja nur eine Halbzeit gespielt hat gegen Paris. Ja, ein Kimmich und wie sie alle heißen, wenn die doch in Normalform gebracht hätten und du hättest dann 'n Bischof mal eingewechselt und Lennart Kahl und 'n Pavlo und so weiter und die hätten keine Leistung gebracht, dann hättest du den Take ja jetzt schreiben können, aber so war ja genau umgekehrt. So, und Kimmich wurde mit der Zeit ein bisschen besser, ja, ist richtig, weil wir dann irgendwann Union hinten reingedrängt haben, gedrängt in Anführungsstrichen haben, ja. Union halt auch nicht mehr ganz die Kraft hatte, was völlig normal ist. So, das heißt, 'n Kimmich hatte nicht mehr in 3 Meter Entfernung jedes Mal 'n Spieler aufm Fuß stehen. Dann war Kimmich 'n bisschen besser im Spiel, hat das auch ordentlich gemacht. So, aber neben Michael Olise, der war kein Faktor. Der war gar kein Faktor. Der war null ein Faktor in diesem ganzen Spiel. Ja, und da kannst du noch 3 Spieler nehmen. So. Und noch mal, das sieht man doch auch von draußen. Warum reagiere ich dann nicht? Das verstehe ich halt nicht. Das ist doch okay. So, du hast das Vertrauen in diese erste Elf, habe ich ja gerade schon gesagt, weil du denkst: „Oh, der Paris, den Hype nehmen wir mit. Die Jungs packen das noch, ja. Danach ist mir egal, dann fahren die auf Länderspielreise. Ist mir egal, wenn sich bei der Nationalmannschaft dann verletzen, weil sie überbelastet sind. Drauf geschissen, Hauptsache nicht bei mir.“ Völlig richtig, kannst du ja machen, aber dann siehst du die erste Halbzeit und machst gar nichts. Hä? So. Ja, du kannst den Take vielleicht bringen: „Oh ja, die letzten 10 Minuten waren ein bisschen besser.“ Hä? So. Sorry, da muss man den Finger einfach in die Wunde legen. Ja, ganz einfache Kiste. Und guckt euch den Start an in der zweiten Halbzeit. So, da brauchen wir auch nicht irgendwas schönreden, oder? Also von daher
Mich haben die Auswechslung genervt. Vini kann nicht wechseln, bleibe dabei. Und den Satz, er vertraut allen Spielern, ist auch obsolet, ja. Genau, das sehe ich halt genauso. So, das ist ja okay. So, wenn du sagst so, was weiß ich, klar kommuniziert man das nicht nach außen, so, das ist auch klar, ja. Aber dann muss ich auch nicht nach außen kommunizieren: „Ey, ich vertraue allen Spielern zu 110%“ und dann habe ich nicht die Eier, die Spieler gegen Union Berlin in Berlin aufzustellen oder was? Nach dem Spiel mit 10 Mann in der zweiten Halbzeit bei Paris. So, das ist doch ein Schlag, jetzt sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Schlag ins Gesicht für jeden Spieler, der nicht in der Startelf stand, oder? So, was soll denn ein Boe denken? Was soll ein Bischof denken? Ich meine, du durfte dann immerhin noch für was, 15 Minuten rein. So, wild. Ja, Union-Fans sind Union-Fans, Alter. So, das ist 90 Minuten Unterstützung und gut. Erst recht, wenn es gegen FC Bayern geht. Ist doch normal, oder nicht? Das ist doch normal. 20 Jahren werden wir Kimmich verehren, wie stark er damals war. Ja, bestimmt passiert das. Guten Abend, Amu. Ja, wir müssen das Spiel ja auch nicht an Kimmich festmachen. Du musst das Spiel an gar keinen Spieler festmachen bei Union. Das Spiel ist einfach auf Companys Nacken und gut. So, ich würde da nicht also es war nicht ein Spieler auf dem Feld, der nicht wollte. Ja, selbst ein Leon Goretzka wollte die erste halbe Stunde. So, er konnte halt einfach nicht, so wie diese ganze Mannschaft nicht konnte. Ja, und das hat man gesehen. Punkt. So, und dann ist es so, wie Blondie schreibt, wenn ich das sehe, dann muss es doch möglich sein, ey, du machst ja keine 5 Wechsel, ja, logisch, du kannst ja immer dann noch einen Verletzten haben, etc. Aber da muss es doch möglich sein zu sagen, ey, ich nehme mal die 3 schlechtesten Spieler aus der ersten Halbzeit raus und bringe 3 frische Leute. So, das muss man sich doch dann mal eingestehen können. Und nicht sagen, ach egal, komm, lass laufen den Bums. Und ja, ich will nicht das Geheule hören, wenn jetzt in die nächsten 10 Tagen oder den nächsten 14 Tagen die Hiobsbotschaft kommt: „Ach ja, hier, der hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt, der hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt.“ Ja, das möchte ich dann auch nicht hören. Dann sollen sie auch alle die Fresse halten, bitte bei uns. Ja, natürlich hat 'ne Kompanie mehr Ahnung wie wir alle zusammen. Da stimme ich dir sogar zu. Mm, 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 mm. Ja, dann vertrau du mal auf die Kompetenz und dann ist doch auch gut. Ich meine, die Kompetenz hat ja dann immerhin zum glücklichen 2:2 gereicht und dann ist doch auch gut. Aber der nächste Take war ja auch so 'n Tuchel-Take auf der PK. Ja, wir haben zwar glücklich den Punkt geholt, aber Leipzig hat ja verloren. Von daher ist es doch 'n gewonnener Punkt. Ja. Das war dann das war der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Ach, herrlich. Fand ich gut. War genau mein Humor. Ah. Recht hat er, ne? Recht hat er, ja. Kann man nicht widersprechen. Ist halt die Fußballerfahrung. Ja, das Rotationsding wird uns, glaube ich, noch 'n bisschen beschäftigen diese Saison. Bin ich mir sicher. Mm. Feiern Bischof auch, ja. Ich hätte ihn gerne mal in der Mitte wieder gesehen. Ist auch sehr schade. Hat 'n super starkes Spiel gemacht in der Mitte und dann sieht man ihn erst mal 3 Spiele gar nicht und dann darf er 'ne Viertelstunde als Linksverteidiger spielen. Ja, bei uns ist Linksverteidiger eher 'ne Halbposition im Mittelfeld, das ist schon richtig. Aber trotzdem schade halt, ne? Aber so ist es halt. Solange der König in der Zentrale spielt, wird 'n Bischof
in der Zentrale leider keine Rolle spielen. Und ich weiß auch nicht, was ein Kompanie an Leon Goretzka findet, dass der jedes Mal ein Bischof vorgezogen wird in der zentralen Position, kann ich mir auch nicht erklären. Also sorry. Also ich wüsste jetzt vielleicht eine Fähigkeit, wo Leon stärker ist wie ein Bischof, das ist vielleicht, wenn er Raum hat, habe ich beim Bischof aber auch noch nicht gesehen, weil wir ihn noch nicht so oft gesehen haben, leider auf der Position. Wenn Leon Raum hat und den Ball nach vorne trägt, das kann er. Ja, das hat er wirklich drauf. Aber ansonsten sehe ich keine Sache in der Zentrale, wo ein Bischof schlechter wäre wie Leon Goretzka. Das Zweikampfverhalten von Leon ist eine Farce defensiv. So. Leon hat einen Spielaufbau, der ist so kreativ wie ein Stück Holz. Der ist auch genauso schnell wie ein Stück Holz. Ja. Der ist maßlos überfordert, wenn er angelaufen wird, genauso wie Kimmich. All das kann Bischof viel, viel besser handeln. Ja. Ja, die Erfahrung spricht für Leon vielleicht noch, ja. Das ist ja auch so ein Punkt, den sich ein Kompanie oft hochzieht. Ja. Was schade ist. Was leider schade ist, ja. Aber gut. Auch da hat natürlich so ein Kompanie viel, viel mehr jahrelange Facherfahrung, wie wir alle hier im Chat zusammen. Ja, Michael hättest du halt schon längst mal eine Pause gönnen müssen, ne? So, der ist halt einfach kein Luis Diaz. So, deswegen ist ja auch der Spieler, der in der Offensive gerade am meisten oder die letzten Spiele noch am meisten gezeigt hat, ist ein Luis Diaz. Ja, du hast das bei Michael schon gesehen. Ja. So, der ist ein Michael halt einfach mal draußen lassen müssen, stellen Lennart Kahl da rein, aber das ist ja dann auch, dann rotierst du. So, dann steht es 3-0 gegen Leverkusen. Und dann nimmst du Lennart Kahl raus und bringst einen Michael Olisse für 30 Minuten rein. Hä? Ja, jetzt können wir den Faktor bringen. Spielrhythmus? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wäre der Spielrhythmus nicht da gewesen, wenn die Leute 5 Tage jetzt kein Spiel gemacht hätten? Oder wie? Weiß ich, war halt auch schwierig. So. Klar, im Nachhinein kannst du immer klug scheißen. Aber ich denke, gerade bei Michael siehst du das, dass dem einfach mal eine Woche, wo er vielleicht nicht alle 3 Tage spielt, mal gut getan hätte. Und das hast du dann gegen Union. Wie gesagt, gegen Union wurde der abgekocht, Alter. In allen Belangen. Ist, glaube ich, einmal durch einen guten Haken dran vorbeigegangen. Ansonsten auch jedes Spirenzscan, was er versucht hat mit der Hacke oder sonst irgendwas. Der Unioner war immer gleich am Mann. Der hat ihn gefoult im richtigen Moment. Der ist ihm auf den Sack gegangen. Auch das hast du gesehen. Ja. So, der hat kein Land gesehen. Kein Land. Und ein fitter, ein ausgeruhter Michael, ich glaube, wäre das anders ausgegangen. Aber ja, im Nachhinein. Aber ich finde, dann kann man das auch ruhig kommunizieren und seine Meinung dazu sagen. Und das habe ich getan und das werde ich auch weiterhin tun. Und wie gesagt, also ich denke, Lennart Kahl hat es nachgewiesen, dass es für die Bundesliga reicht. Und ich denke, auch ein Jackson hat nachgewiesen, dass es für die Bundesliga reicht. Weiß ich nicht. Ja, da musst du den Leuten halt auch mal vertrauen. Aber nur meine Meinung. Goretzka passt null in die Spielweise, ja. Das ist ja mein Take, den ich schon seit Monaten sage. Goretzka passt dann rein, das hast du auch schön gegen Union gesehen. Union ist das perfekte Beispiel für Leon Goretzka, wann er was kann und wann nicht. Wir haben in der ersten Halbzeit mit unseren Achtern auf den Halbpositionen gespielt. Ja, Leon war wieder irgendwo halb links, Josh war halb rechts. Und du hast nichts gesehen von Goretzka. Gar nichts. So, zweite Halbzeit war er dann der eine vor, der andere weiter hinten. Da war Leon viel, viel mehr zentral. Ja, und da hat er gute 10 Minuten gehabt, bevor er ausgewechselt wurde. So, da hat er ein bisschen Raum gehabt, ein bisschen Platz. Da ist er auch 1, 2 Mal dann in den Strafraum durchgegangen, hat sogar den einen Schuss gehabt, der natürlich irgendwo Paris-Palermo ging. Ja, aber da hast du einen Leon mal wahrgenommen auf dem Feld. So, und du nimmst einen Leon nicht wahr, wenn der irgendwo auf einer halb linken oder halb rechten Position rumpimmelt. Das kann der nicht.
Was soll der auch da? Verstehe ich nicht. Ja, ein Leon ist stark, wenn du ihn in die Zentrale stellst. Ja, dann ist ein Leon stark. Und wenn er dann den Raum bekommt. So, dann kann er in den 16er gehen. Ja, hat einen guten Kopfball, hat auch mal einen guten Schuss, wenn er einen guten Tag hat. So, dann kann er vielleicht auch mal 'n Ball spielen, zumindest wenn er die Ruhe hat, wenn er nicht die ganze Zeit unter Druck gesetzt wird. Ja, dann kann Leon 'n Faktor sein, aber nicht auf 'ner halblinken Position im Mittelfeld, Alter. Ja, Katastrophe. Er ist halt kein Spielgestalter, war er noch nie. So, wo war Leon Goretzka 'n Spielgestalter? Er war schon immer 'n Umschaltspieler. Weiß ich nicht. Aber das ist ja, was ich sagte. Ich denke, da hat so 'n Bischof einfach die besseren Fähigkeiten für, aber mein Gott, meckern auf hohem Niveau. Wir haben ein Unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen, ne? Äh, 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 äh. Ich habe keine Spielervlogs auf meinen Trikots. Ich habe auf dem Champions League Trikot die 13 mit Red Munich und auf dem roten Trikot habe ich gar nichts hinten drauf, weil die Vlog-Qualität beim FC Bayern unter aller Sau ist. Ja, ich habe 3 oder 4 Trikots im Schrank hängen, wo der Vlog halt, ja, auf irgendeinen Stuhl oder auf irgendeinen Autositz klebt. Ja. Deswegen nehme ich eigentlich keine Vlogs mehr auf Bayern-Trikots, gar keine. Aber das Champions League-Trikot sieht der Vlog einfach so gut aus, dass ich ihn nehmen musste. Sonst würde ich jedem empfehlen, keine Vlogs zu nehmen. Katastrophe leider. Mm, 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 mm. Ich glaube das noch nicht, dass ein Goretzka nächsten Sommer weg ist. Wenn dem doch so, also wenn Kompany doch nicht auf den Goretzka setzen würde, würde er doch gar nicht so viel Spielzeit haben. So, und wo ist denn der Markt für Leon Goretzka? Ja, irgendwas Italienisches oder so. Ja, die sehen vielleicht irgendwo noch einen Leon. Weiß ich nicht. Also ich bin mir da noch nicht sicher, dass ein Leon weg ist nächsten Sommer. Mal abwarten. Mm, 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 mm. Ja, wir haben auch eine starke Saison gespielt bis jetzt, ja. Also wie gesagt, ähm, es gibt auch nicht viel zu kritisieren, wie ich finde. Man kann die Auswechslung kritisieren bei Kompany, ja. Auch die Rotation kannst du kritisieren, die gegen Leverkusen sehr gut war, weil ihm das Paris-Spiel wichtiger war. Das hat man gesehen. Davor die Rotation war auch immer so ein bisschen, ja, ging aber immer gut, was auch völlig fein ist. Gegen Union ging es jetzt halt mal nicht gut. Was mich nur so ärgert, ist, man wusste genau, was passiert, wenn man nach Union fährt. So, das ist nicht so, du fährst nach Freiburg oder du fährst nach Frankfurt und, das ist mal Hü, mal Hott. Wenn du nach Union fährst, das ist egal, ob die auf dem letzten Tabellenplatz stehen, ob die auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Du weißt, was dich erwartet, wenn du nach Union fährst. Das weiß man. Und das wusste Kompany, das hat er ja selbst kommuniziert. So, und 'n Kompany sieht doch dann diese Mannschaft täglich im Training, wie es hier auch schrieb, und hat 15 Jahre Spielererfahrung und was weiß ich, 5 Jahre Trainererfahrung. So, dann weiß doch auch so 'n Kompany, Punkt 1, nach einem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, ja, was das Highlight in dieser bisherigen Saison war, wo man alles rausgepumpt hat, was ging, wo man 2:1 gewonnen hat. Kompany hat das oft genug in seiner Karriere erlebt. Dann wird er auch wissen, dass ganz, ganz viele Spieler, gerade wir beim FC Bayern haben das schon die letzten Jahre gezeigt, dass wir arge Probleme haben, die Motivation oder die PS auf den Rasen zu bringen nach einem Champions-League-Spiel. Schon immer so bei uns. Ja? Wir tun uns immer schwer. Neben Bochum, etc., wo wir dann sogar verloren haben, ähm, könnt ihr gerne, könnt ihr gibt ja so ein paar Statistiker, könnt ihr ja gerne durchwälzen. So, wir tun uns immer schwer nach Champions League-Spielen. Ja, das weiß man. Und das weiß ein Kompany, der kennt das ja, der hat das selber gespielt. Blasülz, weil dieses Argument ja hier die ganze Zeit kam. Und wenn er das doch alles weiß,
dann fragt man sich doch, warum man nichts dagegen getan hat, oder? Das ist der einzige Punkt, den ich habe. Und nochmal, welche Rechtfertigung gibt es, ein Bischof, ein Karl, ein Jackson, meinetwegen auch noch ein Boe, nicht aufzustellen? Min Jae Kim zum Beispiel. Welche Rechtfertigung gibt es zu sagen, ich stelle diese Spieler nicht auf? Wenn ich diese ganzen Faktoren kenne, ich weiß, was mich bei Union erwartet, ich weiß, wie diese Mannschaft oder generell Mannschaften, guckt euch die anderen Mannschaften an aus dem Europacup, wie Mannschaften nach so einem Spiel, nach einer Europacup, sich schwer tun, das weiß man doch alles. Warum nehme ich dann nicht die Spieler, die frisch sind? Die sind frisch, die wollen sich zeigen, weil sie gegen Paris nicht spielen durften. Die möchten aber auch gerne solche Spiele erleben. Also sind die extra motiviert in so einem Spiel, nach so einem Spiel, ja, damit sie vielleicht in dem nächsten Highlight gegen Arsenal vielleicht ein Faktor wären. Und man gibt ihnen aber diese Chancen gar nicht. Man stellt die gleiche Mannschaft auf. So. Und wundert sich dann, oder wundert sich nicht, weil man damit gerechnet hat, dass man dieses Spiel sieht, wie man es gesehen hat. Und verargumentiert dann die Nachfrage danach, warum man nicht rotiert hat, damit, dass man gegen Leverkusen schon rotiert hat. So, ja, das ist das Argument. Und das kann man dann schwierig finden. So, und damit mache ich das Thema jetzt zu, weil sonst wiederhole ich mich noch 10-mal. Und ich hoffe, es war jetzt emotionslos genug von mir rübergebracht. So. Ja, guck dir das Video doch an. Kannst du dir doch mal eine Argumentation nochmal anhören, warum Note 4 und nicht Note 5. Weil jetzt zum Beispiel ich Michael Olise immer noch einen Tacken besser fand, wie die Spieler, die Note 5 bekommen haben. Würdest du fühlen, wenn man Upa jetzt in die 20 Millionen Gehaltsriege mit aufnimmt, was ja aktuell so gehandelt wird? Ich meine, mit der Davis-Verlängerung, die Zahlen sind ja bekannt, hat man meiner Meinung nach keine Argumente, ihm nicht das zu geben, was von sie bekommt. Ja, Argumente hast du nicht, nee. So, aber das habe ich ja schon bei der Fonsi-Verlängerung gesagt. Jeder Spieler, wo der Vertrag ausläuft, möchte 20 Millionen haben. Weil Alphonso Davies ist kein Weltklasse-Spieler. Vielleicht wird er mal ein Weltklasse-Spieler, ja, das werden wir sehen, ob Kompanie das hinbekommt. Das ist er aber nicht. Er ist ein Spieler auf internationalem Niveau für mich. So, ja. Punkt. Jeder Spieler in dieser Mannschaft hat dieses Niveau. Und jeder Spieler, wo der Vertrag ausläuft und erst recht im letzten Vertragsjahr ist jetzt, wird sagen, ey, ich möchte 20 Millionen haben wie Alphonso Davies und ich möchte bitte auch die 30 Millionen Handgeld, die Alphonso Davies bekommen hat, haben. Ja, natürlich wird das jeder Spieler tun. Das macht ein Opa auch. Und das völlig zu Recht. Kann ich ihm nicht übel nehmen. So, wie? Ja, habe ich bei der Fonsi-Verlängerung gesagt, dass genau das passieren wird. Und genau das passiert gerade. Weil man nicht die Eier hatte, ein Statement zu setzen bei Alphonso Davies und zu sagen, pass auf, das ist das Angebot, ansonsten tschüss, hau rein, geh nach Real Madrid. So, dann hättest du damit einen Riegel vorgeschoben und dann hätte sein Opa auch nicht gesagt, ach, gar kein Thema. Ich gehe ins letzte Vertragsjahr. Ich fühle mich zwar wohl in München, ich würde gern hier bleiben, aber dann kann ich ja nicht das Maximale rausholen, wenn ich schon ein Jahr vorher verlängere. Also mache ich doch den Fonsi-Move, weil ich habe gesehen, das klappt beim FC Bayern, da kannst du ins letzte Vertragsjahr gehen. Da kannst du noch 4 Wochen bevor die Saison endet, kannst du immer noch sagen, ach ja komm, nehme ich jetzt doch das Angebot an. Ja. Und natürlich macht ein Opa das. Ja, völlig zu Recht. Wird jeder Spieler tun. Jeder Spieler wird das tun. Es wird auch kein Spieler den Vertrag verlängern. Warum sollte er das? Jamal Musiala hat ein Handgeld gekriegt, obwohl der Vertrag noch 1,5 Jahre lief. Und dann soll ein Opa jetzt sagen, ja, ich verlängere so, ich will kein Handgeld? Ja. Bruch. Hä? Ja. Und warum soll ein Opa sagen, ja, ey, ich nehme aber 3 Millionen weniger wie Alphonso Davies? Der selbst wenn er Topform hat, welchen Mehrwert hat Alphonso Davies für diese Mannschaft? Welchen Mehrwert hat der Typ? Welchen? Ich sehe ihn nicht. Sorry. Ich sehe nicht den Mehrwert eines Alphonso Davies für den FC Bayern München. Ja, er ist doppelt so schnell geführt wie Conny Leimer. Hut ab. Oder wie Josip Stanisic. So, ist er ansatzweise
defensiv so stark oder so geschickt, wie es ein Stunny sein wird als Außenverteidiger? Nein. War er noch nie, wird er wahrscheinlich nie sein. Seine Stärke ist die Geschwindigkeit, dadurch hat er immer viel für uns weggearbeitet, wenn unser Umschaltspiel schlecht war, was diese Saison noch nicht einmal der Fall war. Ja, das war viel, viel besser bisher. Die Mannschaft war immer geschlossen, richtig zügig hinter dem Ball. So, welchen Mehrwert hat Alphonso Davies dann noch? Und womit rechtfertigst du die 20 Millionen? So. Ja, Alphonso Davies hat alles richtig gemacht, Alter. Der ist Bunazar auf hohem Level. Ja, das ist ein Spieler, der 10, 12 Millionen vielleicht verdient. So, wenn er die nächsten Steppers macht, wird es vielleicht ein bisschen mehr werden. Aber nein, er kriegt das Doppelte einfach. Ja. Und warum? Weil er der Bro von Jamal Musiala ist. Das ist der Grund. Und nichts anderes. Und deswegen hat sich letzte Saison da ein Dresen dahingesetzt und hat erzählt, Alphonso Davies ist aber jetzt ja super wichtig und Führungsspieler und alle unsere wichtigen Spieler dürfen ja 20 Millionen verdienen. Das ist halt noch der andere Take, der denen das Genick bricht. Die haben sich ja dahingestellt, haben gesagt, ja, unsere wichtigen Spieler werden auch weiterhin dieses Geld bekommen. Aber wir werden eine gute Mischung haben zwischen wichtigen Spielern und ja. So, wie willst du denn jetzt gegen Opa argumentieren? Ja, Opa, du bist kein wichtiger Spieler? Ja. Da sagt der Opa, dann guck dir mal das Paris-Spiel an. Ja. Beweisführung abgeschlossen, oder? Also, entweder zahlst du den Opa jetzt 20 Millionen, gibst ihm die 30 Millionen Handgeld, dann wird ein Upamecano verlängern, oder du machst das nicht. Ja, und dann wird er sehr wahrscheinlich woanders hingehen, wo er mehr Geld verdient, wenn ihm Geld so wichtig ist. So. Und dann wirst du wieder, wenn er gewechselt ist, wirst du wieder das Gelaber hören von, ja, ich habe nicht die Wertschätzung erfahren beim FC Bayern, weil, ja, weil Alphonso Davies mehr Wertschätzung hatte oder was. Das ist dann die Argumentation. Und dann wundert man sich wieder, warum die Spieler von Wertschätzung reden und damit einfach eigentlich Geld meinen. Ja, weil du irgendeinem Durchschnittsspieler 20 Millionen Gehalt gibst. What? Ich meine, die Leute haben sich aufgeregt, dass Hernandez 18 Millionen Gehalt bekommen hat bei uns und dass dadurch die Gehaltsspirale hochging. Und dann gibst du einen Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies 20 Millionen. Ja, da fällt dir doch ein Ei aus der Hose, Alter. Sorry. Ja, das war der dümmste Take, den man getan hat. Ja. So. Jeder Spieler, wo der Vertrag ausläuft, der ansatzweise Leistung bringt, wird diese Summen aufrufen. Punkt. Und das wird auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn Verträge auslaufen, wird das der Punkt sein. So. Warum sollte denn ein Conny Leimer sagen, ey, ich nehme weniger Geld wie Alphonso Davies? Ja, warum? Conny Leimer einer der wichtigsten Spieler bisher diese Saison. Ja. Weiß ich nicht. Also die Alphonso Davies-Geschichte, die ist so dumm einfach gewesen. So dumm. Sorry. Die wird sich richtig noch rächen bei uns. So, du kannst natürlich jetzt den Take machen und kannst das Exempel an Opa statuieren. Du kannst sagen, hier Opa, das ist unser Angebot, mehr gibt's nicht. Dann verlässt du halt den Verein ablösefrei. So, kannst du natürlich tun, ja. Ja, tust du dann auf Kosten von Opa, weil du es damals bei Davies nicht getan hast. So, aber trotzdem wird der nächste Spieler ja wiederkommen und wird sagen, guck mal, was der Alphonso Davies verdient. Das Problem ist ja weiterhin da. Das ist ja nicht weg. So ein Jamal Musiala, so ein Harry Kane, kannst du das ja irgendwo verargumentieren, dass sie so viel Geld verdienen, ja. Aber wie willst du das bei einem Alphonso Davies sportlich? Ich wüsste nicht, wie ich das verargumentieren sollte. Wie willst du verargumentieren, dass dieser Mensch 20 Millionen verdient? Aufgrund welcher sportlichen Leistungen? So, bei so einem Kimmich verargumentierst du das immer mit, was er alles erreicht hat. So wie, ja, was hat 'n Davies erreicht? Hä? Geht nicht. Ganze Bild. Goretzka fand ich in der IV sogar besser als im Mittelfeld. Ja, ich auch.
Was ich gerne mal sehen möchte, Leimer, LV, Kimmich, RV und Doppel-6, Bischof und Pavlo. Ich könnte mir auch sehr gut mal eine Doppel-6 mit Conny Leimer und Bischof vorstellen. Würde ich auch mal gern sehen. Ich meine, wenn Davies wieder da ist, dann sind wir ja beim nächsten Punkt. Was machst du denn mit Conny Leimer? Also, du kannst den Davies ja nicht auf die Bank setzen. Punkt. So. Das ist ein Spieler, der verdient 20 Millionen, den hast du gehypt, das ist unsere Zukunft, unser was weiß ich was alles. Den kannst du ja nicht auf die Bank setzen. Wird ja nicht funktionieren. Ja, kannst du ja am Anfang, wenn er zurückkommt, ja, wird er ein bisschen brauchen, alles gut. So, irgendwann wird der Punkt kommen, du kannst 'n Davies nicht auf die Bank setzen, egal wie die Leistung ist. So, dieser Punkt wird ja kommen, ja? So, wen opferst du dann? Entweder opferst du 'n Stani oder du opferst 'n Conny Leimer. Ja. Oder du stellst 'n Davies einen nach vorne. So, wo soll er da spielen? Ich denke, an Lucho geht nix vorbei und wenn Michael Olise frisch ist und Form hat, geht an dem auch nix vorbei. Ja, das wird spannend. Das wird spannend. Und Conny Leimer in der Zentrale, ja, aber dann müsstest du ja Maniosch opfern. Müsste der ja mal draußen sitzen. Aber nochmal, 'n Conny Leimer ist für dieses System, was wir spielen, der perfekte zentrale Mann eigentlich, weil's 'ne absolute Pressingmaschine ist. Ja, und er hat das in Leipzig gezeigt. Also, und dazu brauchst du 'n spielstarken nebenan und das wäre 'n Bischof. Ja, wäre auch 'n Pavlo, ja. Wäre aber kein Kimmich. Sorry. Kimmich ist 'n Spieler, der aus'm tiefen Spielaufbau sehr stark ist. Ja, das kann der Josh gut. Hat auch einen guten Ball gespielt bei Union, das war's aber auch. Ja, aber das kann Kimmich. Aber Kimmich ist keiner, der vorne irgendwie super spielstark ist und irgendwelche schnellen Aktionen, einleiten kann. So. Kimmich ist gut, wenn er Ruhe hat, ja, wenn er 'n tiefen Spielaufbau hat, wenn er gute Bälle spielen kann. Aber wenn wir über die vordere Position reden, ja, was macht Kimmich dann? Der spielt quer, verlagert das Spiel, so. Das war's. Oder spielt seinen Schupball, wenn Serge Gnabry mal aufm Feld steht. So, weil er sich mit dem einigermaßen gut versteht. So, das ist, was 'n Kimmich in der Spielgestaltung kann, ja? Wild. Aber bisher ist es ja gut, bisher reicht's ja. Aber bisher muss man sagen, spielt Kimmich auch sehr diszipliniert aus 'ner tieferen Position, was mir sehr gut gefällt, ne? Also, Hut ab dafür. Also, das klappt wirklich gut. Hm, 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 Ja, die Vlogs sind wirklich qualitativ ist das schwierig. Olli, liebe Grüße in die Runde. Habe eben mal ein bisschen zugehört, aber heute nicht so viel Zeit. Denke, neben die Sachen, die du angesprochen hast gegen Union, war auch der Kopf. Ja, na klar. Alle haben Bayern nach PSG hochgelobt und ich denke, dass die unbewusst da mit einer falschen Einstellung ins Unionsspiel gegangen sind. Machst ein Hammerspiel gegen Union und dann gegen Paris und dann nach Union. Ja, ich glaube auch, dass der Kopf deswegen habe ich auch immer geredet von mentaler Frische. So. Ja, aber das ist ja nur noch 'n Punkt dafür zu sagen, wie ich's grade schon sagte. Ja, dann wollen doch die Spieler, die du aufstellst, die gegen Paris nicht gespielt haben, wollen sich doch dann noch extra in Szene setzen, um zu zeigen: „Ey, vielleicht wäre ich ja 'ne Option für das nächste Topspiel bei Arsenal." Ja, die sind vom Kopf her dann nicht so verkopft vielleicht, ja. Hm, 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 Weiß auch nicht, warum ein Neuer unbedingt wieder spielen musste. Ach ne, ja, da können wir jetzt klugscheißen im Nachgang, da gehe ich mit, aber ansonsten war das fein, ja? Also, Neuer hat ja bisher ordentlich gespielt, so. Aber wenn das natürlich jetzt öfter passiert, wenn er so oft 3 Spiele in 6 Tagen, in 7 Tagen macht, dann, ja, sollte man vielleicht mal darüber reden, dass man das mittlere Spiel an den Ubich gibt, ja. Ja, wenn du die PKs gesehen hast, die letzten Male, 'n Neuer, auch von Kompanys Seite, 'n Kompany wird dem Neuer keine Spiele wegnehmen.
Das hat er so gesagt. Punkt. Wenn Neuer mal eine Pause braucht oder verletzt ist, dann darf ein Obi spielen, sonst nicht. Jo. Und Neuer ist ja schon vorher 2, 3 Mal durch den Strafraum geirrt gegen Union. Das war ja wild. Habe mich gefragt, Alter, was ist denn mit dem heute los? Aber klar, so ein Ding kann. Ey, nehmt einen Olli bei der WM, passiert dem Besten so, ja. Da brauchen wir gar nicht drauf rumhauen. Aber ja, Neuer hat auch keinen fitten Eindruck gemacht, keinen frischen Eindruck. So. Hat man auch keinen Gefallen getan, denke ich. Ja, ich denke auch, die Einstellung war dann einfach schlecht, ne? Ich denke, die Einstellung von so einem Bischof oder Lennart Kahl oder sonst wen, die war bestimmt super schlecht dann im Training. Weil das haben sie ja dann in dem Spiel gegen Union auch gezeigt nach ihren Einwechslungen. Jeder Stammspieler kann jetzt 20 Meter fordern, wenn der Vertrag ausläuft. Ja. Kann er auch. Ja, eben. Es gibt auch keine Vorteile außer die Geschwindigkeit von Alphonso Davies. Ja, er war auf einem guten Weg unter Kompanie, so nicht falsch verstehen, ne? Aber der Weg hätte weitergehen müssen, viel, viel weiter. Also für 20 Millionen, ja. Junge, da erwarte ich aber einen Außenverteidiger, ey, I don't know. Da muss der noch 3 Steps machen, der Davis. Ja, da muss er erstmal torgefährlich werden. Ja. Und da muss er auch mal in der Lage sein, mal eine Flanke zu verhindern. Das kann nämlich Alphonso Davies gar nicht. Weiß ich nicht. Also schwierig. Das wird richtig heiß werden, ne? Und wie gesagt, du wirst ja einen opfern müssen. Ich meine, von Boe brauchen wir gar nicht reden. Den kannst du dann. So. Der kriegt ja noch nicht mal jetzt ein Spiel bei Union Berlin nach 2 Tagen Paris. Wie soll er dann noch ein Spiel kriegen, wenn Davies und Ito da sind? Also. Ja. Wild. Also sehr wahrscheinlich wird Stani rausfallen, oder? Du wirst ja vom Typ her einen Conny Leimann nicht rauslassen aus dieser Mannschaft. Kannst du ja gar nicht. So, das heißt, ein Conny wird wieder nach rechts gehen, Davis wird links sein und du wirst einen Stani opfern halt. Ja. Darauf wird es hinauslaufen. Alles andere würde mich zumindest überraschen. Aber vielleicht gibt man ja auch Upa ab und Stani wird dann Innenverteidiger. Wer weiß. Wilder Take, ja, aber. Ja, klar bekommt er das Handgeld, egal, wenn der Vertrag läuft aus, fertig. Davis Jungspieler, ey, nicht meine Worte, ne? Chrissys Worte. Opa verdient jetzt schon 16 Mille, ja. Ja. Ist schon hart, ne? Ist schon ein Hungertuch fast. Seidi, hallo. Naja, wir haben Davis zum LV gemacht. Normalerweise ist er ein Offensivspieler gewesen. Das ist richtig. Aber wenn du Davis bei uns gesehen hast, hat der auch nie die Qualität gehabt, auf dieser Position zu spielen. Das muss man auch mal ganz fairerweise sagen. Alphonso Davies hat ja nicht einen Offensiv-Zweikampf gewonnen. Der kann ja nichts. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Damals, wo er zu uns kam, hätte er kein Land gesehen. Sorry. Geschwindigkeit, ja, das war alles. So, und guck mal jetzt in der Bundesliga. Geschwindigkeit hat jetzt mittlerweile fast jede Mannschaft. So, es ist nicht mehr Mäp und vorbei. So. Alphonso Davies ist ja noch nicht mal der schnellste Spieler in der Bundesliga. Ja. So, das heißt, du musst schon mal ein bisschen mehr offensive Qualitäten haben, um an den Verteidigern vorbeizugehen. Und das weiß ich nicht, ob Fonsi das hat. Und nochmal, wo willst du den denn hinstellen? Willst du Nuccio dafür rausnehmen, weil er zu wenig Tore schießt wahrscheinlich, ne? Ja, könnte ich mir vorstellen.
Dass er definitiv Schwächen hat, ja, seine Ausbildung in jungen Jahren war sicherlich eine andere von der Position her, das ist richtig. Sollte er so viel Geld bekommen, keine Ahnung, in der heutigen Zeit schwer zu beantworten, wer was warum verdienen sollte. Ne, finde ich gar nicht schwer zu beantworten. Finde Davis klasse als LV an seinen guten Tagen, aber ja, verstehe deinen Take zu ihm ebenfalls. Ja, wie gesagt, also Fonzie Davis hat ja auch ein paar gute Spiele gemacht als LV, ja. Ja, wenn du ich weiß nicht, ob Fonzie Davis in unsere aktuelle LV-Geschichte reinpasst. Da bin ich sehr gespannt. Ja, vielleicht macht er die Entwicklung, ja. Wir werden's sehen, ne? Ich weiß nicht, ob Alphonso Davies irgendwie auf diese Halbposition klarkommt. So, weil unsere LVs sind ja nicht da, um unseren Außenbahnspieler zu hinterlaufen. Super selten, ne? Das sind ja mehr Spielgestalter mittlerweile. Bin gespannt, ja. Aber vielleicht werden wir es dann auch wieder so machen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, dass unser LV der klare LV ist, und die klare Linie spielt und Conny Leimer, über die rechte Seite dann nur alleine einrückt und nicht beide. Mittlerweile rücken ja unsere beiden Außenverteidiger ein, ja? So, der linke Verteidiger rückt guck dir an, wenn Stanny spielt. Der spielt ja mehr als halblinker, Mittelfeldspieler oder auch Conny Leimer, als wie dass sie 'n linker Verteidiger spielen. Und das weiß ich nicht, ob Alphonso Davies da das drauf hat, weil da ist die Geschwindigkeit spielt da ja relativ wenig eine Rolle, ja, wenn du da im proppevollen, halblinken Mittelfeld rumrennst. Aber wer weiß, vielleicht überrascht Alphonso Davies uns ja auch alle. Aber dafür, dass er 20 Millionen bekommt, muss er da keine Ahnung, Alter. Guck dir an, welche Spieler 20 Millionen bekommen. Der muss ja 'n Stepper machen von weiß ich nicht. Vielleicht macht das ja in den nächsten 2, 3 Jahren, ja. Es wäre zu wünschen. Ansonsten, wie gesagt, Bouna Sarr auf hohem Niveau halt. Genau, weil Davies 'n netter Kerl ist. So sieht's nämlich aus. Oder 'n guter Kerl. Hm, Bei Ulisse wird das Gehalt so reinknallen, wenn man nächstes Jahr verlängert. Mal abwarten, ne? Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, das haben wir ja damals schon aufgearbeitet bei der Davies-Geschichte, bei dem Punkt der Entscheidungsfindung, ne? Das war ja auch das Problem. So, erst hieß es bei Alphonso Davies: „Hier, das ist das Angebot, das liegt 3 Wochen auf dem Tisch. Wenn du das nicht annimmst, war es das.“ So. Dann hieß es: „Oh ja, nee, neue Saison. Ach nee, wir machen jetzt doch noch mal ja, ich habe schon bei Real Madrid Vorvertrag. Ah nee, dann machen wir noch mal das Angebot.“ Dann handelt der Eberl irgendwas aus, dann geht er hoch, fragt nach bei Aufsichtsrat, der sagt dann: „Ne, können wir so nicht machen.“ Dann ist wieder Verhandlung gescheitert und wieder von vorne und ach, hör mir auf, ey. Kannst du doch auch keinem erzählen. Also, und wie gesagt, der Davis der wird halt einfach ja, der gibt die neuen Gehälter vor. Und da kannst du wieder anfangen und erzählen: „Wir müssen Gehälter kürzen, wir müssen Gehälter kürzen.“ Noch mal, wie willst du einen Oper vermitteln? Ne, du kriegst nicht das Geld, was Alphonso Davies bekommt. Wie willst du das denn vermitteln? Das ist kein Ausnahmespieler, wie es 'n Musiala ist, wie es 'n Kane ist. Oder kein überragender, nie verletzter Joshua Kimmich, wenn er das ist er alles nicht. Alphonso Davies ist 'n Spieler auf internationalem Niveau, der natürlich Entwicklungspotenzial hat, ja. So, wie willst du dem Opa das vermitteln? Kannst du nicht. Kannst du keinem Spieler vermitteln in dieser Mannschaft. Wie gesagt, Conny Leimer ist der Nächste. So, die Frage ist, ob Conny Leimer so 'n Typ ist, weiß ich nicht, ja. Ist ja so 'n bisschen typbedingt, ob du unbedingt immer den letzten Cent rauspressen musst. Aber wenn du diese Art Typ bist oder diese Art Typ Berater hast, dann wird das so passieren. Ganz einfach. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Noch mal, wenn du dem Spieler das Geld gibst, musst du dem anderen Spieler
der sogar noch besser performt und wichtiger vielleicht ist, musst du ihm auch das Geld geben. Ganz einfach. So ist der Lauf der Zeit, ne? Ich habe Karten angefragt, ja. Ja, wie gesagt, Boe muss wechseln. Also wenn Davies und Ito da sind, dann hast du Stunny, Conny Leimer für die rechte Verteidigerposition. Was will ein Boe da noch? Ja, musst du froh sein, wenn Gala dir 15 Millionen gibt und dann kannst du ihn zurückverkaufen. So ein Ding nehme ich. So, Leute, ich bin aber ganz kurz mal AFK. Ich hoffe, dass mein Pausenscreen funktioniert. Mit Mucke. Frech. Dann nehmen wir jetzt die Schrift richtig, ne? Eieieiei. Eieieiei. Bleib bei meiner Wette für Sub, dass wir 10-mal in der Saison Stunny links hinten und Fonsi links vorne spielen wird. Ja. Was, für ein Sub oder was? Ja, halte ich dagegen. Wird nicht passieren. Halte ich aber sowas von dagegen, Chico. Sorry. Nee, sehe ich nicht. Kann ja auch sagen, warum, weil Lucho dafür viel zu wichtig für diese Mannschaft ist. Und das werden wir sehr wahrscheinlich gegen Arsenal sehen. Obwohl, Serge gegen Arsenal hat er ja manchmal auch richtig Bock. Wir werden ja sehr wahrscheinlich Serge dann sehen auf der linken Bahn. Ja, nee. Also, auch da, ich wüsste kein Argument, warum Fonzie Davis dann Lucho verdrängen sollte. Sorry. Und das Thema Rotation haben wir, denke ich, durch mit Unionsspiel, oder? So, also warum solltest du dann Lucho Diaz rausrotieren? Für was? Für einen Alphonso Davis oder was? Puh. Also wenn Alphonso Davis genauso ein Chancentod wird wie Diaz, dann Hut ab. Dann habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr getäuscht in Alphonso Davis. Vielleicht belehrt er mich eines Besseren, ja. Nee, habe ich kein Problem dann zuzugestehen, aber ich glaube das nicht, dass das passieren wird. Nee. Wie gesagt, dafür ist ein Diaz viel zu wichtig für diese Mannschaft gerade. Und das wird sich ja auch nicht ändern, diese Saison. So, ich denke, wir sehen es gerade wo Michael nicht so eine gute Form hat. Serge Gnabry gar keine Rolle gespielt hat in der Zentrale. Ja. Ich meine, wir haben es gesehen gegen Union, wer uns im Spiel gehalten hat, oder? Ja, bin auch gespannt, wie er zurückkommen wird. Ich habe einen Davies noch nie vermisst bei uns in der Mannschaft. Klar, der hat seine gute Phase gehabt und nochmal, er ist ein super sympathischer Typ so, ja. Aber seit dieser Geschichte da mit Real und sowas, sorry, wegen mir interessiert mich einfach nicht der Mensch. Ist halt so. Ja. Einfach, der wollte einfach nur die meiste Kohle rausziehen. Ja, wie gesagt, Fußballromantik hin und her. Ist wahrscheinlich normal in der heutigen Zeit, aber ich muss es nicht gut finden. Und ich muss dann auch den Spieler nicht gut finden. Wie gesagt, wenn Fonzie Davis über eine halbe Saison rechtfertigt, dass er 20 Millionen Gehalt bei uns bekommt, dann ziehe ich meinen Hut. So, ja, dann ist alles gut für mich. Vorher Katastrophe. Generell muss man ja auch, wenn man sich über die Aufstellung bei Union aufregen darf und sollte, absolut zufrieden sein. Auf jeden Fall. Unfassbar starke Saison bisher und wie Vinny hier eine Einheit, wirklich eine Mannschaft geformt hat. Ja, 100% true. Die zu 95% aktiven Fußballspiel ist wunderschön zu sehen. Ja. Auch werden Jugendspieler bzw. generell mehr Spieler eingebunden. Da warten wir mal noch ab als noch letzte Saison. Warum auch immer gegen Union nicht mehr. Ebenso spielerisch sehe ich eine klare Verbesserung zur letzten Saison, mehr Flexibilität.
Richtig? Und Anpassungsfähigkeit an den Gegner und mehr Stabilität in der Verteidigung. Ja, 100%. Solange Vinny weiter lernt und die Kurve so weiter nach oben geht, kann wirklich noch viel passieren. Abgesehen davon finde ich ihn einfach unfassbar sympathisch und angenehm. Ja, kann ich alles zu 100% unterschreiben, Noel. Bin ich 100% bei dir. Gegipfelt natürlich in dem Paris-Spiel. Ja. Sowohl erste Halbzeit, denke ich. Boah. Erstmal musst du die Balls haben und dann musst du natürlich auch die Fähigkeiten haben, so gegen diese Mannschaft zu spielen. Ja, so, du kannst ja natürlich die Balls haben, aber das kann natürlich auch mächtig in die Hose gehen, wenn du nicht die Fähigkeiten hast. Und wir haben beides gehabt. Ja, und zweite Halbzeit hat halt, ja, das Learning gezeigt, was wir gemacht haben. Ja, als Mannschaft, aber auch als Trainer halt. Halt nicht zu sagen, irgendwie weiter, weiter, dumm nach vorne rennen, pressen, pressen, pressen. Ja, 100%. Und man hat gesehen, dass die Mannschaft das kann so. Ja. Also ich bleibe dabei, das war das absolute Meisterstück gegen Paris. Ich muss noch mal ganz kurz hier. Die Leute nerven und müssen hier vor meinem Fenster rumrandalieren. Nee, das war das absolute Meisterstück gegen Paris. So, ja, die zweite Halbzeit war eigentlich beeindruckender wie die erste Halbzeit, wenn man ehrlich ist, wenn man auf die Mannschaft schaut. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das kann. Ne? So. Und wenn sie es dann noch hinbekommt, das auch mal in den richtigen Phasen zu nutzen, wenn sie dann auch zu 11 ist. Weil ich glaube, dann hättest du einfach ganz abgewickt 2, 3 Konter gefahren gegen Paris und hättest sie richtig zerlegt. Wenn man ehrlich ist. Wenn wir 11 Mann gewesen wären. Also Hut ab dafür. Und ja, dass dann gegen Union so ein Spiel zustande kommt, ist irgendwo die Konsequenz, ja. So. Aber ich gehe da mit. Also aber deswegen ist es ja dann so ein Aufreger gewesen gegen Union und so unverständlich. Zu der Jugendspieler-Thematik weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Will ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, so. Bin gespannt. Und ich meine, wenn, dann reden wir von einem Spieler, so, ja. Ich meine, klar, du kannst auch nicht anfangen, 2, 3 Spieler da einzubauen. Das funzt halt auch nicht. Das ist schon richtig. Aber ja, es ist ja auf jeden Fall ein Thema. So, und es ist ja auf jeden Fall schon mal angenehm, dass man in Lennart Kahl da auch mal mehr, mal weniger ein bisschen Spielzeit gibt. Ja. Es wäre halt schön, wenn man das beim Obich auch noch tun würde, zum Beispiel. Das würde ich noch sehr begrüßen. Ja, aber gut. Ansonsten, ja, was reden wir? Wir haben ein Unentschieden gespielt, alles gewonnen, Alter. Und das in einer Art und Weise, ja, die wir lange nicht gesehen haben beim FC Bayern, oder? Also. Aber ich finde, wenn man, wie ich es ja auch getan habe gegen Paris, wenn man den Trainer und die Mannschaft so lobt, dann muss man auch, wenn es scheiße läuft, die Mannschaft auch so genauso kritisieren dürfen. Das heißt, die Mannschaft, nochmal, die Mannschaft kann am wenigsten dafür zu, wie es bei Union war. Also die Spieler wollten alle, das hat man gesehen. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Mannschaft. Und schön, dass wir den Begriff Mannschaft mal wieder benutzen dürfen. Ja, unter Tuchel war es keine Mannschaft. Unter Kovac war es auch schon keine Mannschaft. Also wir können wieder sagen, wir haben eine Mannschaft. Und das sieht man halt auch. Ja. Die Davis-Vertragsverlängerung war im Grunde 1:1 dieselbe wie bei Sané. Nee, leider nicht ganz, ne? Also bei Sané hätte ja auf jeden Fall Abstriche machen müssen. So, und da war auch keine Rede von irgendeinem Handgeld. Und man war halt nicht. Also sagen wir doch mal, wie es ist. So, sagen wir doch mal, wie es ist. Alphonso Davies hat einfach die Gunst der Stunde genutzt und die Pistole auf die Brust gesetzt. So. Und Leroy Sané konnte das nicht. Wie?
Aufgrund welcher Leistungen. Das ist eine Farce, dass er überhaupt ein Vertragsangebot bekommen hat. Ja. Und warum konnte Fonzie Davis das? Weil er eigentlich schon bei Real war und dann natürlich das Gerücht kam, was dann vielleicht auch ein bisschen handfester wurde, ja, nächstes Jahr holen wir dann noch Jamal Musiala dazu. So, und da ging gleich die Piepe beim FC Bayern, alle Alarmglocken gingen an und da musste man ja gleich, Musiala auf über 20 Millionen das Gehalt anheben, denen auch 30 Millionen Handgeld geben, obwohl er noch 1,5 Jahre Vertrag hatte, damit man da ja safe ist. Und da musste man natürlich auch noch den besten Kumpel Alphonso Davies natürlich beim FC Bayern halten. So, weil sonst wäre das Risiko ja super hoch gewesen, wenn der dann bei Real Madrid gewesen wäre und dann hätte Jamal gesagt: „Oh nee, ich verlängere meinen Vertrag noch nicht.“ Verstehst du? So, das ist doch die ganze Story dahinter. Also, ihr glaubt doch nicht wirklich, ey, wir reden über unseren Verein. So, da sitzt 'n Max Eber, da ist 'n Christoph Freund, da ist selbst 'n Uli Hoeneß, da ist selbst 'n Karl-Heinz Rummenigge. Das ist ja das gleiche die gleiche These, die wir vorhin hatten. Das sind ja alles Leute, die Ahnung von Fußball haben. Und die wissen mit Sicherheit, jeder Einzelne weiß von denen, dass 'n Alphonso Davies niemals sportlich es wert ist, dem 20 Millionen Jahresgehalt zu zahlen. Punkt. Das wissen die. Die sind ja nicht auf 'n Kopf gefallen. Und du siehst doch gerade, wie wichtig ist denn ein Alphonso Davies für diese Mannschaft? Der spielt keine Rolle sportlich. Sorry, das so hart sagen zu müssen. Der spielt sportlich keinerlei Rolle. Wo spielt der sportlich eine Rolle? Wer vermisst Alphonso Davies gerade? Wer sagt: „Oh, jo, boah, die Schnelligkeit, die brauchen wir aber unbedingt auf dieser Position.“ Hä? Ne, tust du nicht. Ob da 'n Stunny spielt, ob da 'n Conny Leimer spielt, tust du nicht. Vermisst du nicht. Null, gar nicht. So. Und du hast mit dem Stunny extra verlängert. Du hast 'n Stunny nicht weggehen lassen, obwohl der weg wollte, ne? Also, ne. Das ist der ganze Punkt an der Geschichte. Machen wir uns doch alle nix vor. Also, hm, hm, hm. Ja, Davies ist 'ne Maschine und wird dem FC Bayern auch richtig viel Spaß machen, ja. Ich bin sehr gespannt. Sprechen uns dann mal so Ende nächster Saison wieder, denke ich. Oder Ende dieser Saison. Dann gucken wir mal, ob Fonzie Davies diese Maschine ist und ob er uns Spaß gemacht hat. Ich bin gespannt. Mein Take ist, es wird sehr schwierig werden für Alphonso Davies. Mm, 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 mm. Dani, das musst du schon selber wissen, welchen Spieler du auf dein Trikot haben möchtest. Mm, 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 mm. 10 Spiele, bist du sicher? Ja, Chico, wegen mir. Ja, ich sehe das auch 0,0. Ah. Alarm, servus. Servusle. Ja, 100% true, also. Also, ich habe die Mannschaft und den Trainer doch schon eher diese Saison mehr in den Himmel gelobt wie alles andere, oder? Und auch jeden einzelnen Spieler. Die ganzen Lucho-Kritiker hier. Brauchen wir gar nicht mit anfangen, oder? Ich sage einfach nur Paris und Union, Beweisführung abgeschlossen, Alter. Kai Macht und würde kein Spieler aufs Trikot machen, Spieler sind vergänglich. Ja. Der letzten Spieler, lass mich überlegen. Ich habe halt 'n Trikot von Franz Beckenbauer. Da ist aber mit Flock automatisch gewesen, logisch, Kaiser. Der letzte Spieler, den ich wirklich drauf gemacht habe, war, glaube ich, Lothar. Ja. Also, ich habe sonst immer meinen eigenen Flock gehabt. Keine Ahnung, ich finde es immer albern, wenn ich, ja, wer bin ich dann? Bin ich dann Michael Olisse, weil ich 'n Trikot anhabe, wo Michael Olisse draufsteht oder was?
Nee, ich bin doch Kai oder Red Munich oder Zagos oder wie auch immer. So. Aber das ist immer Ansichtssache so. Keine Ahnung. Geschmackssache halt, ne? Links vorne Lucho Davis, Mitte Musiala Gnabry, rechts Ulisse Karl. Denke, wenn beide zurückkommen, wird das die Konstellation sein. Gut. Das heißt, dann zählen für dich also auch diese 10 Minuten Einwechslung, die Lennart Karl jetzt hat, zählt dann als ein Einsatz von Davis, oder was? Wieder, ich sehe es 0, Alter. Ich sehe es wirklich 0. Aber wer weiß, vielleicht hast du recht. Wir werden es sehen, ne? Ja, Tah ist ein Top-Transfer gewesen, da brauchst du auch nicht drüber reden. Und zum Glück haben sie den noch gemacht. Generell dieser Spirit dieser Truppe in Kombination mit den Neuzugängen, die passen charakterlich auch so krass zu uns. Ein Lucho, Jona und Tom, die bereichern diese Truppe so krass und es macht einfach Spaß, wenn man mal sieht, wie sich der Einzelne für den anderen freut, wenn ein Tor schießt, hier Samstag bei Union. Ja, aber das muss man mal sagen, das war ja schon oft bei uns so. Aber du hast sonst oft, gerade wenn es nicht läuft, hast du auch bei Union zum Beispiel gesehen, der Opa, der ein, zwei Mal wirklich auch mal kurz den Eindruck so gemacht hat, so, ey, leck meinen Arsch, Alter, ich gehe gleich vom Feld. Aber ansonsten, ja, du siehst halt, jeder für den anderen, ne? Ist halt einfach eine Mannschaft, ja. Und das sieht man. Und das ist das Schöne. Mm, 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 mm. Ja, unter Hansi. Der eine Saison Hansi. Mm, 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 mm. Ja, na klar. Ja. Genau so war das, Chico. Ja, genau. Ja, unabhängig von Davis hat Musiala sich doch committed, ja. Dann erklär mir bitte, warum Alphonso Davies 20 Millionen verdient und 30 Millionen Handgeld bekommen hat. Let's go. Ich warte. Wie lange ist er noch verletzt? Aber die sind doch beide im Aufbau, ne? Nee, nicht anderes Thema. Du hast doch den Take gebracht. Du hast gesagt, daran liegt das nicht. Also dann sag mir, warum die ganze kompakte Fußballkompetenz in unserem Verein ein Alphonso Davies 20 Millionen Gehalt zahlt und 30 Millionen Handgeld. Bitte. Jetzt. Wenn der Faktor Musiala keine Rolle gespielt hat, dann muss es ja einen Grund geben. Also ich sehe ihn nicht. Sorry. Ich sehe ihn leider nicht. Ja, die sind auf jeden Fall alle auf einem guten Weg, ne? Und ich denke, wenn man jetzt unsere Spielweise sieht und diese Mannschaft sieht, kann Musiala noch mal ein anderes Level da reinbringen, ne? Das kann richtig wild werden dann. Das sehe ich halt beim Davis nicht, wenn wir das mal als Vergleich nehmen. Da sehe ich sogar noch eher den Ito als Faktor wie 'n Davis. Ja, weil Ito uns noch mal die Möglichkeit gibt, eine ganz klare Dreierkette vielleicht zu spielen. Mal abwarten. Mm, 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 mm. Ne, davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass der Verein mit Davis verlängert hat, damit Musiala verlängert. Das habe ich gesagt.
und nicht umgekehrt. Nationalmannschaft interessiert mich nicht, ne. Ich kriege das immer so am Rande mit, ja, die Nominierung und so habe ich natürlich mitgekriegt. Aber ich gucke jetzt keine Spiele. Sei denn, es ist ein Turnier, dann gucke ich auch mal rein, ja, aber bin da jetzt nicht so im Thema. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass ein Sané nominiert wurde. Wenn es darum geht. Ja, wer sagt das denn, Chico? Dann gib mir doch erstmal, gib mir doch mal ein valides Argument, wo das hier steht. Ja, dann gib mir das doch erstmal. Ja, aber du musst meine Logik auch nicht verstehen. Wie gesagt, du hast mir noch nicht ein Argument gegeben, warum man Alphonso Davies 20 Millionen Gehalt zahlt und 30 Millionen Handgeld. Dann gib mir doch dazu mal ein Argument. Es gibt sportlich kein Argument. Es gibt sportlich kein Argument, diesem Typen das Geld zu bezahlen. Punkt. Das gibt es nicht. Also aus meiner Sicht gibt es das nicht. Aber ja, vielleicht ist er ja bei dir Weltklasse. Du hast ja eine andere Definition davon. Also ich sehe das Argument nicht. Und wenn man dann mal gerade sieht, wie der FC Bayern sich grämt und windet und sonst irgendwas macht, anstatt zu sagen: „Opa, hier hast du deine 20 Mille, hier hast du deine 30 Millionen Handgeld“, bedeutet das ja, dass die sportliche Leistung eines Upamecano's das nicht rechtfertigt, aber die sportliche Leistung von letzter Saison von einem Alphonso Davies diese Zahlen rechtfertigen. Also kann doch der sportliche Grund kein Grund sein, dass man diese Zahlen einem Alphonso Davies in den Arsch geschoben hat. Punkt. Weil dann würde man jetzt 0,0 darüber nachdenken, auch nur ansatzweise zu versuchen, irgendwas zu verhandeln mit Upamecano, der sportlich so viel wichtiger gerade ist, wie es 'n Alphonso Davies jemals für diese verkackte Mannschaft war. Hä? Über was reden wir? Und dann gib mir doch 'n Argument, warum das so ist. Gib mir 'n Argument, warum Alphonso Davies diese Zahlen bekommen hat. Ja, let's go. Vielleicht verstehst du dann meine Logik. Hm, 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 hm. Ja, doch, so Turniere gucke ich mir schon an, ne? Aber dann gucke ich auch nicht nur die deutsche Mannschaft halt. Bap, 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 bap. Ich kann dir ja sogar deinen Take erklären. Erklär mal, wenn Musiala schon im Januar ja gesagt und Davies später noch mit Real geflirtet hat, verstehe deine Logik nicht. Ja, wenn dem angeblich erstmal hast du ja noch nicht mal 'n Nachweis dafür, dass dem so ist. Aber wenn dem so gewesen sein sollte, ja, ähm, wir bräuchten mal den Vertrag. Vielleicht steht ja bei Musiala sogar drinne, dieser Vertrag kommt nur zustande, wenn. Vielleicht hat aber auch einfach Max Eber gesagt: „Jamal, mach dir keine Sorgen. Alphonso Davies ist nächste Saison auch hier. Dafür sorgen wir schon.“ Und dann hat der Alphonso Davies der Jamal: „Ja, Fonsi, du bist ja nächste Saison auch auf jeden Fall hier, ne? Ist ja geil.“ Und dann denkt sich der Davies so: „Geil, das wusste ich noch gar nicht. Da kann ich ja noch mal 10 Millionen mehr Handgeld fordern.“ Ja. Würde vielleicht diesen komischen Vertrag erklären, wa? Weil sportlich gibt es keine Erklärung dafür. Mm, 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 mm. Ach so, weil Conny Leimer nicht performt hat, der eigentlich noch nie als linker Verteidiger eingeplant war, hat man Davies die Kohle gegeben, oder was? Ist ja auch wild. Ja, dann lass das auch sein, Chico. Dann diskutiere auch nicht auf dem Niveau und dann ist doch gut. Ja, ist es halt auch. Ja, das ist gut, ey.
Nein, Chico, wir diskutieren nicht mehr auf dem Niveau und dann mach jetzt auch einen Punkt dahinter. Feierabend. Punkt. Diskutiere du mit irgendwelchen Leuten auf dein Niveau und ich diskutiere mit irgendwelchen Leuten auf mein Niveau und dann ist gut. Und dann kommen wir alle miteinander klar und Feierabend. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ist ja Konkurrenzgedöns. Keine Ahnung. Nimm mal die 5 Jahre plus das Handgeld. Dann bist du bei 130 Millionen. Also ich glaube, für diese 130 Millionen hättest du irgendeinen anderen Spieler bekommen, auch für 5 Jahre, der schon ähnliches Niveau gehabt hätte. Aber nee, das ist ja auch okay. Wie gesagt, man kann das kritisieren. Wie gesagt, für mich gibt es sportlich keine Gründe. Für mich gab es aber damals sportlich keine Gründe bei Coman und Gnabry. Und das ist auch alles fein. Ja, wir nehmen die Kohle ein, dann können wir die Kohle auch ausgeben. Darum geht es ja gar nicht. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn jetzt ein Opa das Geld auch haben möchte. So, das ist doch der Take, worum es geht. So, da muss man sich doch nicht wundern als Verein. Ja. So, und da muss man sich auch nicht wundern, dass die Spieler alle ins letzte Vertragsjahr gehen, weil man hat letzte Saison schon mit Opa verhandelt und man war eigentlich schon einigermaßen weit, wenn man den Glauben schenken darf, was so bei Sky erzählt wird und was so Max Eberl erzählt. Max Eberl hat auch davor die Saison sich hingesetzt und hat gesagt, das ist unser letztes Angebot an Alphonso Davies. Ja, das war auch eine offizielle Aussage. Haben wir auch gesehen, worin das geendet ist. Ja, da muss man sich halt nicht wundern. So, Punkt. Und dann kannst du dann auch nicht den Opa böse sein oder sonst was. Das ist halt legitim einfach, so ist das. Angebot und Nachfrage. Fertig. Und nochmal, für mich war Alfonso nie sportlich in so einer Ausnahmeposition, dass man sagen hätte müssen, man muss ihn unbedingt halten. Sorry. Welchen sportlichen Mehrwert hat Alphonso Davies denn vor Kompanie gehabt für uns? Gar nichts. Er hätte doch keine Form gehabt, das war eine Katastrophe. Kompanie hatte ihn doch erst wieder, auch nach einer langen, langen Anlaufzeit, erst wieder dahin gebracht, dass man sagen konnte, ja, Fonsi ist wieder ein guter Spieler. Ja, so ehrlich muss man ja auch mal sein. Hat dafür aber auch ein halbes Jahr gebraucht. So, und ja, vielleicht kriegt Kompanie es ja hin und Alphonso Davies entwickelt sich zu dem Spieler, der es wert ist, 20 Millionen zu verdienen. Kann ja sehr gut sein. Und würden wir uns ja alle freuen, oder nicht? Ich denke, da wird ja keiner sagen, nee, lass das besser. Also wäre ja super für uns. So, aber nochmal, dann kann man halt nicht, da kannst du nicht beim Upamecano-Verlängerung, hast du keine Argumente auf deiner Seite als Verein. Das ist halt einfach so. Ja. Und damit war es ein Eigentor. Hättest ja auch sagen können zu Alphonso Davies, pass mal auf, Fonsi, hier, du kriegst jetzt die 14 Millionen, wenn deine Entwicklung weitergeht, kriegst du ein Jahr später eine Million mehr, geht deine Entwicklung weiter ins Positive, kriegst du nochmal mehr. So hätte man den Bums ja machen können. So, aber da lässt sich ja heutzutage keiner drauf ein. Wer lässt sich denn auf eine Bezahlung nach Leistung ein? Die wollen ja alle No-Brainer. Und das hat er gekriegt. Ja, so ist es halt. Und du hast das doch auch auf der anderen Seite auch noch daran gesehen, dass ein Adam Azno und so weiter, die haben noch gar keine Chancen gekriegt. Man hat einen Fonzie Davies durchgezogen, obwohl der sportlich eine Katastrophe war. Sorry. Der war eine Katastrophe. Und selbst wo er dann verletzt war, hat man nicht die nominellen Linksverteidiger aufgestellt. Das war doch auch so ein Ding. Warum hat man das denn nicht getan? Weil man Angst hatte, die performen und es wäre dann ein Konkurrent da und man hätte sich nicht mehr hinstellen müssen und sagen, oh, wir müssen Alphonso Davies auf jeden Fall verlängern, weil wir keine Alternative haben. Hä? Ja, das war doch auch noch so ein Punkt, der völlig unlogisch war. Stellst keinen linken Verteidiger auf, obwohl du einen linken Verteidiger hast? Nee. Hä? Wie Banane war das bitte? Aber ja, der hätte ja funktionieren können. Hä? Wild.
Ja, na klar wäre Opa blöd, das nicht zu tun. Kann man ja auch voll nachvollziehen. Ja. Alle Argumente auf seiner Seite halt. Ja, so ist es. Na ja, ob er zu Real geht, ist ja, was weiß ich. Ich denke, vielleicht ist Paris auch 'ne Anlaufstation. Gibt genug englische Vereine, denke ich, die Interesse daran hätten, also. Hm, hm, hm. Na ja, darum geht's doch nicht, ob 'n Adam Azmour jetzt grade bei Everton spielt. Fakt ist, dass er vorher, bevor die Situation war, bei uns überzeugt hatte. So, das ist doch der Fakt. Hätte er das nicht getan, ja, alles gut. Aber er hat ja noch nicht mal die Chance gekriegt. Er hat ja gar nicht die Chance gekriegt. So, wir haben ja lieber ohne linken Verteidiger gespielt, anstatt 'n linken Verteidiger aufzustellen. Ja, er hätte ja die Chance kriegen können und hätte dann keine Ahnung, man hätte gesehen, es reicht nicht. Er ist zu schlecht. Passt nicht. Reicht nicht für 'n FC Bayern. Gut. Ja, hätten wir doch alle gesagt: „Alles klar, wir haben's versucht, reicht nicht, tschüss.“ Aber er hat sie doch gar nicht bekommen. Er hat sie gar nicht bekommen. Das ist doch wild, oder nicht? Hm, 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 hm. Sonst würde er bei Everton Stamm spielen. Na ja. Weiß ich nicht. Spielt 'n Lennart Kahl bei uns Stamm oder was grade? Ich weiß nicht, so junge Spieler immer so schnell abzustempeln, ist auch schwierig, finde ich. Ja, ich kenne die Gründe auch nicht, Olli. So, woher soll ich die Gründe kennen? Aber mi ich sehe halt keine Gründe. Es gibt keine sportlichen Gründe für die Davies-Situation, oder? Also muss es doch andere Gründe geben. Und welche anderen Gründe soll es geben, außer die Verbindung zu Musiala? So. Es kann doch hier nicht wirklich ernsthaft nur ein einziger im Chat sein, der sagt, Alphonso Davies hat sportlich sich verdient, 20 Millionen Jahresgehalt zu bekommen und 30 Millionen Handgeld für eine Vertragsverlängerung. Den kannst du doch nicht ernsthaft geben, oder? Sorry. Wir reden von einem Niveau von Harry Kane, Alter. Wir reden von einem Niveau von Harry Kane. Für ein Alphonso Davies. Puh. Sorry. Sehe ich nicht. Sehe ich sportlich nicht. So gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal mit viel Fantasie, Alter. Das ist doch das Thema. Hä? Über was reden wir sportlich? Katastrophe. Was denkst du irgendwie auf Pokalspiel in Union? Ja, natürlich wird genau dasselbe auf uns zukommen. Beziehungsweise es wird eher noch mal 10% mehr auf uns zukommen. Wichtig wird halt sein, dass eine fitte Mannschaft dagegenhält, ja. Also, wir brauchen jetzt keine Angst vor Union haben, wenn du Paris niedergekämpft hast, so, ja? Aber du musst natürlich die richtige Einstellung und die fitten Spieler auf dem Feld haben. Aber natürlich, das ist ein Spiel, da kann alles passieren, ne? Haben wir doch jetzt gesehen, so, du bist nicht 100% da, zack, bum, bang. Ja, es sind K.O.-Spiele, da ist immer alles möglich. Und da spielt's auch keine Rolle, ob du vorher 15 Spiele nicht verloren hast oder ob du 15 Spiele nicht gewonnen hast. Das spielt keine Rolle im K.O.-Spiel. Das ist ein Spiel, das ist ein Abend, das ist auswärts, das ist Union zu Hause. Das wird brennen, du wirst 110% da sein müssen, vom Kopf her, als Mannschaft. Ja, das muss passen halt. Aber das macht den Pokal ja aus, ne? Ist ja in jedem Pokal so. Gibt mit Sicherheit einfachere Lose, wie auswärts bei Union in den Pokal anzutreten, ja. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen, oder? Aber das ist ja auch wieder ein Spiel, wo du dich drauf freust, oder nicht? Ist doch schön. Das wird ein richtiger Pokalfight, denke ich. Ja, da können wir uns drauf freuen. Mm, 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 mm. Es war eine gute Warnung, dieses Spiel, um beim Pokal ein anderes Gesicht zu zeigen. Ja, weiß ich nicht, ob die Mannschaft eine Warnung gebraucht hat. Also, ich denke, man weiß, was
Nochmal, also man weiß, was einen bei Union erwartet. Und wie man gesehen hat, hat Union ja unterm Baumgart auch nochmal Steps gemacht. Also Union hatte die letzten Jahre hätte niemals den FC Bayern so hoch angelaufen, wie es Union gemacht hat. Über weite Strecken in der ersten Halbzeit. Ja, also. Das werden wir sehen. Wenn wir eine fitte Mannschaft haben, vom Kopf und physisch, ähm, wird man sehen, ob Union dann die Qualität hat, das so durchzuziehen gegen uns. Was ich persönlich nicht wirklich glaube, aber wie gesagt, ein Spiel, alles ist möglich, ne? Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, Fonsi-Verlängerung vor allem zu den Bezügen eine absolute Frechheit gewesen. Ja, sehe ich genauso. Insbesondere die Art und Weise, wie man sich vom Berater hat verarschen lassen. Ja, ganz genau. Das ist es. Aber dass wir das tun als Verein, ist ja auch nichts Neues. Ich meine, wir haben das bei Sané gesehen. Du bist mit Sané auch nochmal an den Verhandlungstisch gegangen, obwohl du was ausgehandelt hast und der Spieler dann sagt, ach nee, weißt du, ich wechsle jetzt mal den Berater und hole mir den Piranha. Und dann machen wir den ganzen Bums nochmal von vorne. Und der Verein sagt, ja klar, Leroy, machen wir. Let's go. Komm, let's do it. Anstatt gleich zu sagen, alles klar, Leroy, such dir einen neuen Verein. Ja, so ist es halt. Mm, 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 mm. Weil wir wollten auf einmal mit Tore nochmal verlängern, ja, genau. Das zeigt auch, darfst du gar nicht drüber nachdenken. Die Tür darfst du gar nicht wieder aufmachen. Ich habe noch das Bild von dem Fenster vor Augen, Alter, wo der Tuchel da steht. Und das Geilste war, der Tuchel sich in der PK dann da hingesetzt hat. Ja, das ist richtig. Der FC Bayern wollte dann nochmal nachverhandeln, aber ich habe das sein gelassen. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Ach, hör mir auf, ey. Ah. Ach, nee. Also ganz ehrlich, wenn Tuchel geblieben wäre, hättest du den Tucheler Tuchel-Sachen machen lassen müssen. Das heißt, du hättest die Hälfte der Mannschaft weggeben müssen und Tuchel hätte die Spieler bekommen müssen, die er gerne haben möchte. Dann hätte das auch unterm Tuchel funktioniert. Ja, so ein Ding. Aber Tuchel ist halt nicht dieser Art Trainer, der sagt, oh ja, geil, das ist mein Spielermaterial, ich gucke jetzt mal, ich nutze das mal und so. Der hat halt seine klaren Vorstellungen. Seine klare Vorstellung war, Kimmich und Goretzka sind keine Führungsspieler. Die Kimmich und Goretzka haben nichts in der zentralen Position zu suchen. Was wir ja viele gar nicht so schlecht fanden, oder? Ja. Aber dann hat man gesagt, ach nee, nee. Pass mal auf, du behältst sie trotzdem jetzt und dann musste er sie trotzdem dahinstellen, weil er keine anderen Spieler hatte. So, ja. Und wenn dann die halbe Mannschaft da ist, obwohl die halbe Mannschaft weiß, eigentlich will der Trainer mich gar nicht haben, ich spiele nur, weil er seine Alternative nicht bekommen hat, dann ist natürlich schwierig. Ne? Dann ist schwierig, dann ist auch die Stimmung scheiße und ja, dann siehst du das, was du siehst. Aber wie gesagt, hättest du den Tuchel das gegeben, was er gerne gehabt haben wollen würde, ich glaube, er hätte auch ein Tuchel irgendwann funktioniert. Hat er ja nachgewiesen bei anderen Vereinen. Also, Tuchel hat halt einfach andere Vorstellungen von dem Kader gehabt wie der Verein. So. Und der Verein wollte sie ihm nicht erfüllen, beziehungsweise hat es nicht hingekriegt. Jo. Und deswegen hat es nicht geklappt. Also ich glaube nicht, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Aber klar hättest du wahrscheinlich nicht diese Art Fußball gesehen, wie wir sie jetzt unter Kompany sehen, weil er einfach eine andere Art hat, Fußball zu spielen. Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu.
Aber ja, Tuchels Zeit war gut. Ach ja. Der Thomas hat uns schöne Szenarien beschert. Kann man nie anders sagen. Ja, genau, die waren so schonungslos ehrlich. Eigentlich war der Tuchel einer von uns, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, der Tuchel war einer von uns. Der Tuchel hat sich auch gleich immer angegriffen gefühlt, wenn da irgendwie mal eine komische Frage war, eine andere Meinung war. Ist er auch immer gleich dünnhäutig geworden, gleich emotional, hat gleich losgelegt. Ja, eigentlich hätte der Tuchel auch hier im Chat sein können. Das hätte gepasst. Ja, ich habe auch schon so eine Vermutung, aber die darf ich nicht äußern hier. Grüße gehen raus an Thomas, ne? Thomas, ich bin hier top. Also ich denke, Tuchel ist der perfekte Nationalcoach. Ich traue den Tuchel alles zu mit England. Sag ich euch, wie es ist. Und der Tuchel ist nichts zu schade, den interessiert das nicht. Den interessiert nicht, ob der Bellingham heißt, den interessiert nicht, ob der Kane heißt. Wenn er bei Tuchel nicht passt, weil er charakterlich nicht reinpasst, sich nicht richtig verhält oder einfach ihm unsympathisch ist, dann wird der aussortiert. Wenn der Tuchel meint, ey, gegen den Gegner reicht das nicht, wir müssen da so und so spielen, wir stellen uns hinten rein, spielen auf Konter, dann wird das gemacht. Das ist dem scheißegal. Da muss nicht heißen, wir müssen unser Spielstil durchdrücken, wir müssen pressen, wir müssen dies, wir müssen das. Nee. Wenn der Tuchel im Viertelfinale steht, im Halbfinale, dann guckt er sich den Gegner an und sagt, so Männer, heute wird das so und so gemacht und da kann ich einen Harry Kane nicht gebrauchen, da kann ich einen Bellingham nicht gebrauchen, dann bleiben die draußen. Dann ist das so. Das ist dem scheißegal. Ja? Und deswegen glaube ich, ist Tuchel der perfekte Nationalcoach. Ja. Bin sehr gespannt, was der macht mit England. Bei dem poppt das nicht. Der macht das, was benötigt wird, um weiterzukommen. Ob das schön aussieht oder nicht, ist dem völlig Wurst. Mm, 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 mm. Ja, wie gesagt, das ist halt, was Tuchel kann, ne? Moin und Servus, mein Take für gegen Union 2-2 Ausstellung gegen Leverkusen, Geniestreich von Kompany. Niemand hat bei diesem Revanche-Aufeinandertreffen mit Max-Rotation gerechnet. Das hat auch Bayer überrascht. PSG dann auch perfekte Einstellung und eben sehr heiße A11. Unionsspieler Kompany gesehen. Wieder überraschen und 100% ernst nehmen. Nur so gelingt vielleicht Sieg. Auch bei den hohen Erwartungshaltungen. Dann hat Kompany aber A11 Fitness, Moral unterschätzt, also vercoacht. Jo. Kann man so ausdrücken, ja. Gehe ich mit. Passiert halt immer, ja. Solange er ein Learning daraus mitnimmt, ist ja auch alles gut. Und das tut die Kompanie ja in der Regel, ne? Wenn man sich mal das Learning diese Saison zur letzten Saison anschaut. Ja, also ein Kimmich wäre auch nicht mehr da. So. Sind die ersten beiden, die er abgesägt hat. Ja, also. Du hättest halt den Palhinha da gehabt, der wäre halt das, was er jetzt bei Tottenham ist. Ja, so. Aber du hättest halt nicht diese Art Fußball gesehen beim FC Bayern. Ja? Ob das jetzt gut oder schlecht gewesen wäre, ja. I don't know. Ich denke, für den FC Bayern ist alles gut gelaufen am Ende des Tages. Ja. Ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir sind halt wieder so auf so ein bisschen, tue mich immer schwer, das so ein bisschen zu vergleichen, so Guardiola-Weg, weil es am Ende des Tages, wie man gegen Leverkusen gesehen hat, eigentlich egal ist, wer spielt. Ja. So jeder Spieler weiß, wie er was wo machen muss, wenn er auf welcher Position er spielt. Ja. So, das ist so ein Punkt. Ja, es ist ja nicht so tragisch. Ja, und deswegen war dieses Union-Ding auch noch mal so unverständlich.
Und das ist ein großer Faktor, glaube ich. Das haben wir letztes Jahr noch nicht so gehabt. Ja, aber das hast du dieses Jahr einfach. Mm, 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 mm. Naja, Champions League ist jeder motiviert. Ob die Stimmung scheiße ist, ob der Trainer dich nicht da haben will, so, das spielt dann alles keine Rolle. In der Bundesliga hast du das halt gesehen. So, ja. Aber in der Champions League, wenn es da um die großen Sachen geht, so, dann stellen alle mal ihr Ego hinten an und versuchen das Beste. So, und das hast du gesehen bei Tuchel. Aber da hast du halt auch gesehen, guck dir die Bundesliga-Geschichten an, vergleich das mal mit jetzt. So, das war ja keine Mannschaft. Ja. Das waren alles Einzelaktionen vorne. Auch vorne hast du ja kein Kombinationsspiel gehabt. Oder klare Abläufe oder eine Spielidee. Das war ja alles nicht gegeben. Die Spielidee war, gib mal irgendwie den Ball nach vorne. Irgendeiner der tollen Dieven wird einen guten Tag haben und wird ein Tor machen. So, das war die Spielidee unter Tuchel vorne. Jetzt hast du ja wenigstens eine klare Spielidee. Die sieht man ja. Kannst du ja analysieren. Ja, man kann auch froh sein unter Vini. Und wie gesagt, er hat eine klare Philosophie, eine klare Spielidee. Die hat er auch nochmal richtig stark abgewandelt, finde ich, zur letzten Saison. Ja, wo wir immer nur hoch, Press, 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 Press. Das machen wir viel, viel besser dieses Jahr. Ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und deswegen, das ist ja auch, was ich gesagt habe, die Spieler, es ist halt auch viel spielerunabhängig. Natürlich, ja, so ein Lucho, ja, so ein Heavy, so ein Ulisse, natürlich haben die ihre eigenen Qualitäten, so, gerade wenn die einen guten Tag haben. Ja, aber du kannst halt auch mal einen Serge hinstellen, du kannst da mal einen Lennart Karl hinstellen, ja, kannst da auch mal einen Jackson hinstellen, dann ist das alles vielleicht ein bisschen zäher, ein bisschen langsamer, weil nicht alles so im Flow ist, aber es funktioniert halt. Ja, so. Und deswegen auch mein Take, auch wenn Upa gehen wird. Ja, schmerzlich, weil er gerade einer der besten Innenverteidiger ist, gar keine Frage. Ja, aber da wird ein anderer den Job machen. Ja, ob es ein Min-Jae Kim ist, wenn er dann noch da ist, ob es vielleicht sogar ein Ito ist. Ja, du hast mit Jonathan Tah immer noch einen bärenstarken Innenverteidiger da. So, da müssen wir uns auch keinen Kopf machen. Oder ob es ein Neuzugang wird. Ja, dann ist das so. Dann wird das wieder ein bisschen dauern. Ja, aber auch ein Upa. So, Upa hat sich ja auch dahin entwickelt unter Kompanie. So, und da musst du halt den nächsten Innenverteidiger dahin entwickeln. Dann ist das so. Ja, fertig aus. Ja, ja. Diaz ist so ein gigantisches Update zu Gnabry und Sané, ja. Und deswegen weißt du auch, warum wir 75 Millionen gezahlt haben. Nee, findet man auch keine passenden Worte. Einfach 75 Millionen Ablöse. Die beschreiben das. Weil wenn du siehst, wie du sagst, welches Update er ist sportlich, ja, ist es das halt einfach wert gewesen, ne? Ist so. Mm, 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 mm. Und anscheinend passt er ja auch vom Typ her perfekt. So. Ist ja auch immer noch so eine wichtige Sache. Aber das scheint ja auch so zu sein, wenn man das so sieht. Natürlich immer schwer zu sagen von außen, aber was man so sieht, sieht das ja so aus. Mm, 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 mm. Ja, es hat einfach Bruder im Geiste von Conny Leimer, was das angeht. Von der Einstellung her. Ich finde das immer schön, haben wir ja diese Saison schon 2, dreimal gesehen, wenn du dann auf einmal einen Serge Gnabry auf der linken Seite siehst. Obwohl Serge gute Form hat, ja, und hat ja sogar das Tor gemacht da, wo Bischof ihn da geschickt hat.
Aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Das ist halt wirklich, wirklich wild. Denkst du, Musiala findet wieder zu alter Form zurück? Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Oder vielleicht wird es auch so sein, der kommt super stark zurück, so die ersten 5 Spiele und kriegt dann seinen Einbruch. Das wird ein bisschen dauern. Wichtig wird seine Einstellung sein. So, die war zum Ende hin wirklich zu dievenhaft, meiner Meinung nach. Zu viel auf dem Boden gehocke, wenn er mal in Zweikampf verwickelt wurde und mäh, mäh, mäh. Wenn er das wieder ablegt und mal wieder die Einstellung hat, bevor er den Vertrag verlängert hat und nicht diese Einstellung, ich bin jetzt hier der 22 Millionen Mann. Ich glaube, dann wird uns das nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level heben. Auf ein ganz, ganz anderes Level. Weil bei aller Liebe für Serge, sorry, ja, wenn da Musiala in der Mitte steht, alto Belly, ja. Und auch diese Aussagen, ja, aber der Serge ist dann der das Wechselspiel in die Spitze besser beherrscht, völliger Schwachsinn. Ja, wenn man sich die letzte Saison anguckt, das Wechselspiel zwischen Musiala und Harry Kane war schon genauso. Da war Harry Kane, hat sich auffallen lassen, Musiala ist in den Strafraum gegangen. Deswegen hat er ja auch viele Tore dann gemacht. Also der kann uns nochmal auf ein anderes Level heben. Ja, und das Level ist jetzt schon wild vorne. So, also ja, ich denke, Musiala kann noch ein richtiger Faktor werden wieder. Ja, denke ich schon. Mm, 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 mm. Naja. Also mein Take zu Serge, ja, weiß ich nicht. Sorry. Also wenn du Serge gegen Union gesehen hast, dann weißt du, was seine Fähigkeiten sind. Ja. Wenn die Mannschaft gut ist, wenn er ein bisschen Raum hat, dann sieht das alles gut aus bei Serge, dann ist er auch stark, ja. So, hat er einen Gegenspieler, der ihn stresst, ja, was hast du von Serge gesehen? Nichts gegen Union, gar nichts, 0. Und das war auf der 10er-Position. Ja. Ist eine gute Alternative als Ersatz, ja, das sehe ich. Aber keine Ahnung, da kannst du auch einen Nakala einstellen. Den hast du übrigens gesehen. Er hat sich übrigens bewegt. Aber wird man sehen. Aber auch das, sorry, die Leistung von Serge, auch das sind keine 17, 18, 19 Millionen wert. Ja, also bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, du siehst es ja schon daran, dass er, keine Ahnung, wann hat das letzte Spiel um 90 Minuten gemacht. Er kriegt eine Halbzeit, weil du sonst eh wieder Angst hast, dass er sich verletzt. Ja, was reden wir, Alter? Wild. Mm, 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 mm. Naja, gegen Arsenal wird er wohl auf die linke Seite müssen, der Serge. Ja, Musiala muss, wie gesagt, er muss einfach seine, was ja normal ist, ey, guck mal, wie alt der Spieler ist und guck mal, wie der FC Bayern ihn gehypt hat. Das ist nicht so einfach, dann auf dem Boden zu bleiben, glaube ich, oder? Also kann man schon verstehen, aber er muss das auf dem Fußballplatz ablegen. So, du kannst ja außerhalb der Gucci Musiala werden, meinetwegen, ja. Aber auf dem Platz musst du, wie du sagst, dieses Mimimi ablegen. So dieses, oh ja, bei jedem Trikot halt schmeiße ich mich hin und mache, der hat mich aber am Trikot gehalten, kann kein Fußball spielen. Genau das hat er am Tag gelegt zuletzt. Und da war er auch nicht gut. So, das muss er einfach wieder ablegen, einfach wieder Fußball spielen. Aber ich denke, so scheiße sich das anhört, da kommt so eine Verletzung, glaube ich, richtig. Ich glaube, dann bist du mal wieder, dann weißt du wieder zu schätzen, dass du auf dem Fußballplatz stehen darfst und spielen kannst. Ja. Ja, von daher gehe ich davon aus, dass ein Musiala schon stark zurückkommt. Wie gesagt, der wird ein bisschen Zeit brauchen, natürlich, logisch. Aber der wird die Mannschaft nochmal auf ein anderes Level heben. Definitiv.
Mm, mm, mm. Ja, der Serge ist auf Form seines Lebens. Ja. So ist das in der heutigen Zeit halt. Aber das ist halt auch, wenn du 3 Jahre, keine Ahnung, so Mittelleistungen bringst, dann fällt es halt auf, wenn du mal 4, 5 Spiele hintereinander mal eine ansprechende Leistung bringst. Ja. Und das hat er ja, das müssen wir nicht schlecht reden, so, keine Frage, ne? Ja. Es wird interessant zu sehen sein. Stier, Stirnband, Serge, bester Mann, da gebe ich dir recht, sollte er jetzt in jedem Spiel machen. Mm, mm, mm. Ja, ich halte auch sehr viel von Ito. Bin ich auch sehr gespannt. Der soll ja auch kurz davor sein, zurückzukommen. Deswegen sage ich ja, wenn Upa geht, dann ist das so. Ja, Ito ist ein starker Innenverteidiger, Alter. Aber klar, der muss halt sich auch erstmal zurechtfinden. Diesem System muss fit bleiben, das ist das Wichtigste. Ja, Kopfschmerzen habe ich persönlich nicht. Wie gesagt, das liegt aber einfach auch daran, wenn du siehst, wie die Mannschaft ist. Ja, so. Na klar, so 'n Upa, wenn du das Paris-Spiel nimmst, Alter. Ja, also ich glaube, das war keine Ahnung. Also, ich habe lange nicht so eine Innenverteidigerleistung gesehen. Ja, das war absolute Weltklasse aus meiner Sicht. Ja, sowohl erste wie zweite Halbzeit. Ja. Aber auch Jonathan Tah, zweite Halbzeit, überragend. Ja. Natürlich tut das weh sportlich, aber erstmal musst du gucken, in wie vielen Spielen kommen wir in diese Situation, dass wir diese Leistung unserer Innenverteidiger brauchen. In der Bundesliga fast nie. Ja. Und dann hast du genug Zeit, den nächsten Innenverteidiger dahin zu bringen. Ne? Ist halt so. Ja, Opa und Tah harmonieren gut, ja. Aber das finde ich eigentlich mit Minjay ist das auch okay. Also, ja, wir sind an so vielen dran. Wir werden sehen. Wie gesagt, für mich ist das auch völlig fein. Ich verstehe das bei Opa. Und vielleicht sagt Opa einfach auch, ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht will er einfach auch gerne in England spielen oder er möchte gerne für Real Madrid spielen oder so. Ja, dann ist das so. Ja. Solange man das ehrlich kommuniziert und da nicht so 'n Affen macht, wie es Alfonso Davies gemacht hat, mit Verein hinhalten und bla und Sülz, ey, dann habe ich da gar keine Kopfschmerzen mit. Ja, dann ist das völlig fein für mich. Wenn man da sagt: „Jo, der FC Bayern hat einfach zu wenig gegeben, Real Madrid zahlt mir 6 Millionen mehr." Ja, wer von uns würde sagen: „Ja, alles gut, dann bleib doch beim FC Bayern." Ne, natürlich nicht, ja? So. Und ich denke, es hätte auch keiner von uns 'n Problem damit, wenn Opa sagt: „Ey, ich möchte gerne in der stärksten Liga der Welt spielen", was nun mal einfach die Premier League ist, ja? Und bin in der Bundesliga nicht gefordert, was er nicht ist, Punkt. Dann kann man auch das verstehen, ja? So. Dann hat man das zu akzeptieren und dann hat da keiner Kopfschmerzen mit, denke ich, ne? Solange man da nicht einen auf Alfonso Davies macht und bla bla bla, dann ist alles gut. Also, für mich persönlich. Ich habe da keine Kopfschmerzen damit. Völlig legitim. So, und dann kommt 'n neuer Innenverteidiger oder halt nicht. Noch mal, du hast 'n Ito, du hast Min-Jae immer noch da, ja? So, auch 'n Opa hat vorher diese Feder drin gehabt, wie sie Min-Jae hatte. Ja, vielleicht braucht Min-Jae einfach auch mal dann diese extra Portion Zuspruch vom Coach. So, du hast aber auch 'n Stunny da, der 'n sehr, sehr guten Innenverteidiger spielen kann, meiner Meinung nach. Ist natürlich vom Körper und so was anderes, ja. Ja, aber auch da, wer weiß. Wer weiß, wir werden sehen. Aber das ist doch das Schöne, ne? Wir haben 'n paar spannende Personalien auf jeden Fall. Ja. Mm, 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 mm. Zur Not holen wir Dyer zurück.
Ja, das kann ich auch nicht, no way. Ja, mit dem LV kann man schon ein bisschen verstehen, weil, wie gesagt, unser LV, so wie wir gerade spielen, spielt ja nicht als LV. Ja, wenn wir echt mal hinten reingedrückt werden, spielt er als LV, aber ansonsten spielt er als halblinker Mittelfeldspieler. Ja, so ehrlich muss man ja sein. Siehst du ja bei Conny Leimer. Also. Aber ja, wie gesagt, wir haben das eine Spiel gesehen vom Bischof auf der zentralen Position. Das war überragend. Weiß ich nicht. Kannst du jetzt wieder irgendwelche Verschwörungstheorien aufmachen, weil da müsste ja jemand anders aus der Mitte weichen. Das ist das halt. Ja, ich weiß das auch noch nicht, wie es da mit Serge und Leon weitergeht. Wird spannend zu sehen sein. I don't know. Ich denke, du hast mit Bischof den Nachfolger geholt, aber wenn man sieht, wie Kompanie noch auf den Leon setzt, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, Leute. So, ich mache jetzt aber Feierabend. Weil 2 Stunden 15 schon. Wild. Eigentlich hatte ich ein paar Themen, aber ja, da haben wir heute keine Zeit für gehabt. Das ist aber auch nicht schlimm. Naja, die Position hat schon was zu sagen, wenn es darum